Auf Besuch im Podcasthaus.li wird präsentiert von Telekom Liechtenstein. FL1 steht für starke Verbindungen aus Liechtenstein. Die aktuelle Aktion: halbe Abogebühren bis Jahresende. Mehr Infos auf fl1.li oder beim Besuch mit Kaffee im FL1 Shop. Ciao. Hallo miteinander, es freut mich sehr, dass ich jetzt hier den zweiten Gast begrüßen darf auf Besuch im Podcasthaus. Hallo Marco. Hallo Andreas, freut mich. Ja, der Gast, den wir hier haben, hat schon ganz viele Leute glücklich gemacht und für schöne Momente gesorgt als DJ und als Musikant. Und da habe ich auch schon, muss ich sagen, Marco, persönlich jetzt viele schöne Erinnerungen gehabt, schon in der Vorbereitung. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Rocknacht. Das ist so etwa das erste Rockkonzert, wo ich mit meiner jetzigen Frau gegangen bin. Da sind wir noch in den Ausgang gegangen. Wie man sieht, so sind wir miteinander gegangen. Und ja, natürlich ist es auch voll schön gewesen, als ich dort in dieser Zeit beim Radio, wo wir angefangen haben, also mit diesen Livestreams als erster Musiker bei mir haben und dann halt auch als letzter. Also, es ist noch verrückt. Also dort habe ich schon gewusst, dass es emotional wird. Aber gerade so, also dort hast du mich wirklich verwünscht. Und jetzt schaue ich, dass ich dich heute da vielleicht einmal ein bisschen verwünsche, wenn du da auf Besuch bist im Podcasthaus. Danke, dass du da bist. Danke ebenfalls. Ja, es freut mich. Und mich freut es natürlich, dass dir das, was du mit mir als Einzelperson oder mit der Band erlebt hast, dass dir es gefallen hat und dass du immer noch davor redest. Das ist natürlich super. Mir hat es dazu mal noch gefreut, dass ich zu dir ins Studio kommen durfte. Alleinig mit der Gitarre damals, wo die doofe Zeit war, wo man sagen könnte. Und natürlich, wo du dann schade, dass du gehört hast, aber mittlerweile ist es ja sowieso, dass man hören hat müssen, dass wir haben dürfen mit der ganzen Band akustisch kommen dort, zusammen mit dem Thomas Graf und mit Marco Gassner von der Megawatt. Und es ist natürlich cool gewesen. Wenn du siehst, ich bin der Erste und der Letzte gewesen, kann man es natürlich drehen. Die Letzten werden die Ersten sein, oder? Also und nein, es ist toll gewesen. Und dass natürlich die Rocknacht kommt, das weiß ich, sehe dort immer. Schaue immer, dass ich alle Leute begrüßen kann, die sind. Und es freut mich natürlich immer wieder, wenn du dort vorbeikommst. Also muss ich sagen. Heute bist du da vorbeigekommen im Podcasthaus und mich freut es, dass wir da jetzt mal so richtig Zeit haben, zum ausführlich reden. Und wir kommen dann natürlich noch auf verschiedene Highlights von der Musikkarriere von dir. Und wir reden auch über persönliche Sachen. Darum möchte ich euch schnell sagen, wie das da läuft. Also der Gast bringt immer persönliche Gegenstände mit. Die sehen ihr schon da, über das reden wir noch. Und ich habe da schon ein paar Zettel parat gemacht, gell, dass ich auch schauen kann, dass die Daten ungefähr stimmen und so. Aber der Gast bringt eben auch immer noch Zettel mit. Wir haben abgemacht, 5 Fragen kommen dann von dir. Gell? Aber jetzt fange ich zuerst einmal an. Gut. Aufgewachsen bist du im Oberdorf? Stresen, gell? Ich bin im Oberdorf, in Stresen aufgewachsen. Ja. Wir sind ganz eine tolle Clique, der Tom. Und die Oberdörfler gegen die Unterdörfler. Es war halt damals so. Aber es war eine tolle Zeit. Und wir haben wirklich noch einen ganz speziellen, ich sage jetzt nicht Zusammenhang, einfach einen Kollegenkreis gehabt. Wir haben bei uns dazu mal hinter dem Haus geshootet. Das ist, glaube ich, das halbe Oberdorf ist bei uns zusammengekommen. Und wir haben geshootet, weil wir hätten ja auf dem Oberdorf den Fußballplatz auf Tresen, nachher das Unterdorf haben. Und darum haben wir bei uns da mal aus Holzlatten haben wir Gold zusammengebaut und wir haben dort geshootet. Also wirklich eine tolle Clique sind wir gesehen, mit Älteren und Jüngeren. Also das ist tipptopp. Also dann hätte es fast zu deiner Zeit noch können, so ein Derby geben, da, Oberdorf gegen Unterdorf. Ja, es hat, also wenn wir auf den Sportplatz sind, haben wir natürlich meistens die auf dem Sand getroffen. Und dann hat man dann schon etwa gegeneinander geshootet und geschaut, dass man ein paar Mannschaften hat. Und ja, ich sage jetzt einmal, es ist fast immer friedlich abgegangen. Etwa die hat man auch gestritten miteinander, aber eigentlich ist es immer friedlich gewesen. Also dort. Und wir haben noch, in der Fasnacht ist man dann als Ausgeschoppert auf den Weg gesehen. Man hat sich dann gehörig maskiert und dann hat man dann
Als Älterer hat man die Jüngeren geplagt, der Fasnacht. Oder die Älteren haben den uns geplagt. Also es ist halt so gesehen, ist man noch auf den Weg gegangen. Also. Sieht man heute nicht mehr so. Also. Was die Oberdörfler natürlich haben, ist quasi eine Rutschbahn, gell? Also im Winter meine ich. Ja, wir haben, eben, es ist noch speziell, wenn ich jetzt so auf dem Weg bin. Ja, ich sage jetzt, es ist fast 45 Jahre her. Wir haben, wenn wir in der Schule sind, haben wir von Linda bis fast in die Schule haben wir im Winter Rotsparen gehabt. Wir können mit unseren Gummistiefeln, die man den nächsten abgerutscht hat, dass sie keine Sohle mehr haben, sind wir fast in die Schule gerutscht. Und von Linda fast bis in die Spöre haben wir einen Rotspar gehabt. Und dort haben wir dann nachher erlebt, oder etliche Autos einfach jetzt in den Stehen geblieben sind, weil wir haben die Straße eisig gemacht. Und so Strassendienst, wie man es heute kennt, hat es halt noch nicht gegeben. Und die Reifen sind noch nicht so gesehen. Und alle Autos haben noch nicht alle gehabt, oder fast niemand. Es war eine spezielle Zeit gewesen. Also ich war jetzt Dresden in der Schule. Neben dem Weinberg und neben der Turnhalle ist auch so ein kleiner Schulweg gewesen. Ich sage jetzt etwa vielleicht 70, 80 Meter. Und dort haben wir dann schon eine rechte Rotspar, also eisig. Und dort hat es zeitweise schon gröbere Unfälle gegeben im Zuzug, wenn jemand verhangen ist, dass man sich den Oberschenkel oder was auch immer dann offen gekropft hat. Also mich hat es dann zum Glück ja nie verwischt, aber man ist dann schon angerutscht und unten dann, wo die Wesen ist, wo man dann ins Hallenbad kommt, da ist man dann angefallen und hat, ja, was ist es? Es hat einfach dazugehört, zumal, wo man dann in der Schule ist. Ja, also. Okay, also ich habe es in meiner Kindheit noch erlebt mit Schlitteln im Triesenberg. Also geht jetzt auch nicht mehr so gut, weil es also nicht mehr immer so tief abschneit. Wie war es denn bei dir da mit Schlitteln? Ja, wir sind geschlittelt, sind wir noch auf Sachs rauf. Auf Sachs hatten wir eine Schlittelbahn gehabt. Also wir hatten als Schüler dann, sind wir dann auf Sachs rauf getrippelt, dass man Trippeln, dass es eine Piste gegeben hat. Und dort ist schon das Kinderskirennen, hat immer Sachsdammer eigentlich stattgefunden. Später ist es dann ins Melbourne gegangen, wo wir noch über dem Arschwall sind, ist es immer Sachsdammer gewesen. Und dann hat man eben Trippeln, die Piste gemacht. Und dann hat man dann noch Rodelrennen haben wir zu Dresden gemacht. Also, oder man hat es einfach selber. Man hat dann gesehen, komm her, wir machen da Rodelrennen. Und dann sind da zwei mit einer Stoppuhr gestanden. Dann hat man gerufen, Achtung, fertig, los. Und dann hat er dann lang gestoppt. Und die Preise haben wir dann uns selber gegeben, was auch immer es dann gesehen ist. Und es ist noch interessant, vor allem so eine schöne Zeit. Wir hatten dann einen kleinen Hörnli-Schlitten gehabt. Oder die besseren sind dann der Wasserschlitten. Und die grossen Hörnli-Schlitten sind wieder besser wie dann. Und es ist lustig gewesen. Und eben beim Kinderskirennen, dort sind dann, ich sage jetzt einfach etwa 150, 200 Gofer dort gesehen und haben dann nachher das Rennen gemacht, verschiedene Altersklassen, verschiedene Distanzen. Und bei den Walser Frauenhunden, dort hat man dann immer Wienerli bekommen. Ich habe immer dort unten Wienerli gemacht und Brötli. Und dort ist dann, ich weiß nicht mehr sicher, was ist dort noch die Preisverteilung? Ich glaube, das war die Preisverteilung dort unten. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn man jetzt hier so zulässt, könnte man ja meinen, dass der Marco jetzt ein Sportler wird, aber bist ja dann ein Musiker geworden, oder? Hast du schon ein bisschen Ambitionen gehabt? Also jetzt haben wir gehört, schnell Schlitteln oder Skifahren oder vielleicht noch Bobfahren mit der Rutschbahn oder da kein? Nein, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich könnte ein Sportler werden. Und ich habe auch gerne immer geshootet. Skifahren bin ich auch gerne. Ich weiß noch, dazu mal beim Skifahren. Das allererste Mal Skilift gefahren bin ich dazu mal noch im Steg. Der Vater ist gelaufen und ich bin das erste Mal in einem Lift als junger Bub dort gewesen. Und ich weiß, da hat mir einen 5 Lieber gegeben, eine Art eine Karte gekauft, dass ich da rauffahren darf. Ja, ich habe keine Karte gekauft, ich bin Kaugummi gekauft in den Kiosk. Und dort hat auch der Wiesi, der Breitmann, hat den Lift gehabt. Und dann bin ich weiß es noch, und dann habe ich die mit dem Lift aufgefahren, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und dann vergesse ich nicht mehr mit der Hansi der Burger, schon Dresner. Er ist dort, er ist 2 Jahre älter als ich. Ich habe ihn gefragt, sage, Hansi, nimmst du mich mit? Ja, steige ein. Wir sind genau bis zum 2. Mast, und dann sind wir im Mast gefahren. Und dann ist er mit mir nicht, mit dir fahre ich nicht mehr Lift. Aber Ski gefahren bin ich trotzdem. Ich war am Skiclub Dresden, hatte viele Rennen, auch Jugendrennen, IO-Rennen damals. Bin ich mitgefahren.
Und Springen ist eigentlich immer etwas, was ich gerne tue oder tue habe. Eigentlich täte ich es immer noch gerne, aber es geht nicht mehr so gut. Und einmal habe ich gesehen, möchte ich einen Marathon mitspringen. Weil ich dann immer herausgefunden, wenn man keinen Marathon mitspringt, kann man ja auch nicht gewinnen. Ich bin dann etwas Besseres belehrt worden, dass man einfach da nicht gewinnt. Also besser. Ich habe dann herausgefunden, du musst nie mehr am mitspringen, weil du wirst nie gewinnen. Ich habe dann einmal den LGT mitgemacht. LGT-Marathon. Was ich weiß, ist der 8. ist es gewesen. Aber ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war. Auf jeden Fall bin ich nicht da fort und es war super gewesen, bis auf dort rauf, wo es dann das Bäckergässli raufgeht, habe ich genau etwa 52 Minuten, das sind glaube ich 10 Kilometer gewesen. Ich hatte einen Aufrück. Ja, und dann geht es halt noch nach aufwärts. Ich denke, ja, es geht einfach noch nach aufwärts. Da bist du alle auf Weg und aufwärts. Und ja, ich bin halt dann gelaufen. Und irgendwann geht es dann noch um den Schönberg ins Saasviertel rauf. Ja, und dort ist jetzt mal ein Velofahrer hinter mir. Dann denke ich, nach Himmelsgott, was ist jetzt du da? Dann sage ich zu ihm, da ist ein Marathon heute. Musst du da nicht Velo fahren? Und dann sagt er, ja, Marco, musst dich nicht verkopfen, ich bin der bessere TÜV. Und ich sagte, ja super, jetzt baust du mich noch auf die letzten 8, 9 Kilometer. Also, aber ja, ich bis dann noch nicht ins Ziel gekommen, bis es mal bau. Und die letzten 4 Kilometer habe ich nicht mehr können, weil der Körper einfach gesagt hat, lass es bleiben, es geht nicht mehr. Was ich gemacht habe, ist der Greifenseelauf. Es ist ein Halbmarathon, den habe ich 3-mal gemacht. Und der Frühlingslauf Thusis Chur, den habe ich 2-mal gemacht. Und der Zürcher Silvesterlauf ist ein Jahr, habe ich auch 3-mal gemacht. Das ist am Anfang ist der 9,2 und dann ist er auf 8,5 Kilometer. Es ist ein toller Lauf, muss ich sagen. Er ist irgendwie Mitte Dezember hat er stattgefunden. Es ist ein toller Lauf, wo wirklich, dort hast du alle möglichen Leute gesehen. Ob jetzt Afrikaner gesehen sind oder sonst irgendwelche Leute. An was immer noch, es ist man hat, glaube ich, den Tarzan gesehen. Der ist wirklich barfuß mit so einem Lederröckli. Am Messer hat er dranhängen gehabt. Ist der Dumme gesodelt es sind 4 Runden gesehen durch die Fußgängerzone dort. Und es hat ja, sag jetzt einmal, +5, -5 Grad ist es gesehen. Und er ist gut. Er hat alle jetzt mal, wenn ich unten gesehen bin, ist der oder dumm gesprungen. Und es hat mich immer fasziniert, wie viele verschiedene Leute, Nationen da umspringen. Also, und die anderen eben kurze Hosen, kurzes Liebli. Die sind vielleicht schneller gewesen, weil sie gefroren haben. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt tust du ja, also die letzten Jahre habe ich das vor allem beobachtet, zum Beispiel auch so Leute wie mich motivieren. Mit diesen Spaziergangfotos, die du gemacht hast, auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber es ist echt etwas, was ich jetzt auch gemacht habe nach dem Vorgespräch. Oder nein, stimmt nicht, nachdem dass wir abgemacht haben, dass wir das da jetzt machen, dass du da auf Besuch kommst bei podcasthaus.li. Und dann sind wir die Fotos nochmal in den Sinn gekommen. Ich glaube, so vor 5 Jahren hast du das angefangen und überall. Und einfach so ein Selfie hat man dann immer wieder gesehen, wo du bist. Und ja, ich bin dann halt damals selber irgendwie etwas am Arbeiten oder so. Aber ich denke, ja, der Marco macht das schon gut. Dann war es schön gewesen, weil du hast mich aber mit diesen älteren Fotos jetzt doch schon bis jetzt motiviert, weil als Vorbereitung auf die Sendung bin ich auch gelaufen und dann kommt mir gerade in den Sinn, das hat er denen mal erzählt, zum zu sagen, oh, jetzt machen wir den hier ab, welche Zeit und so. Dann hast du mich gefragt, wie geht es? Und ich habe gesagt, ja gut, ich bin heute Morgen früher schon gelaufen. Weißt du, so eine Marathongeschichte wie du oder so kann ich nicht erzählen. Also ich habe höchstens einmal geschwitzt, weil ich so einen Marathon gefilmt habe. Das ist dann schon speziell gefunden, wenn die da dann eben so aufwärts gelaufen sind. Genau dort, der Rang mit Riesenberg, was dann so aufgeht, oder? Ich dachte, ja, ich stand da mit der Kamera, tue die filmen, oder? Hey, immer mehr Retour laufen, also das hat mir schon gelangt. Aber eben jetzt habe ich angefangen, so am Morgen zu laufen. Und dann hast du sofort gesagt, das ist gut, das tut den Kopf lüften. Und ja, das mag ich. Und ist das auch bei dir dort so ein Grund gewesen, warum du das so angefangen hast? Ja, es ist noch. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, warum ich angefangen habe mitlaufen. Eben, was ich immer da habe, ich bin immer springen gegangen, einfach zu joggen. Und ja, ich sage jetzt einfach einmal so, ich sage es zwar nicht so gerne, aber es ist halt so, jeder Mensch wird älter und jeder Mensch hat ein Leiden mehr oder es geht ihm einfach gut. Und ich habe
der Rücken halt schon 3-mal operiert. Und zu viel Gewicht habe ich auch. Und Knie habe ich relativ viel schon operiert. Knie habe ich schon 2-mal operiert, das Fußgelenk 3-mal operiert. Aber ohne, dass man jammert, man probiert immer etwas zu machen. Und dann habe ich auch einfach gewisse Gedanken im Kopf gehabt, die ich befreien musste. Und dann habe ich angefangen zu laufen. Und das ist mir auch wieder bewusst worden. Jetzt fängst du an mit Laufen, eine halbe Stunde. Und das machst du eine Woche lang. Du hast auf den Alltag eine halbe Stunde gelaufen. Und ich habe es so immer gehabt, ich habe das Auto parkiert, immer an verschiedenen Orten. Weil ich wohne im Berg, ich bin immer ins Land angegangen und dort habe ich gestartet. Ich habe es immer an verschiedenen Orten parkiert und habe dann jetzt laufe ich bis dorthin und dann halt wieder retour zum Auto. Und dann habe ich gedacht, das könnte ich schon mal weiter, jetzt machen wir mal das. Und wenn ich mich vorbereitet habe, einfach im Kopf mental vorbereitet habe, jetzt werde ich von hauptsächlich Dresden am Sportplatz habe ich parkiert. Und ich dort einfach her parkiert und sage, und jetzt werde ich bis zur Fußgängerbrücke zwischen Vaduz und Schaan laufen. Dann habe ich das einfach in mir drin gehabt. Und dann hat es für mich nicht gegeben, jetzt drehe ich Vaduz per Holzbrücke um. Hast du denn Schmerzen gehabt? Nein, beim Laufen nicht. Ich bin einfach zügig gelaufen. Okay. Und ich habe keine Musik und nichts gelesen. Ich habe nicht Musik im Ohr gehabt. Ich wollte alles hören. Ich habe das Auto gehört, ich habe den Tier gehört, ich habe die Leute gehört. Es ist mir wichtig, weil ich gehe nicht gelaufen mit Musik im Ohr. Ich lasse zwar gerne Musik, aber ich will dann alles ein bisschen mitbekommen. Und dann habe ich mich selber aufbauen, um zu sagen, ich will daher. Und wenn ich retour komme, habe ich mir selber eine Freude in mir drin gehabt. Mal, das hast du gut gemacht. Was ich immer da habe, ich habe nicht auf die Zeit gelaufen, dass ich sage, jetzt muss ich es in einer Stunde herbringen. Ich habe aber immer auf die Tour, ich habe immer die Stoppuhr eingestellt. Einfach, ich will wissen, wie lange ich habe. Aber nicht, jetzt muss ich 10 Minuten schneller als das letzte Mal. Einfach, es gibt Tage, da geht es besser, da geht es schlechter. Es ist halt so. Und es hat mich dann irgendwie motiviert, um das. Ich bin, glaube ich, fast alle Tage gegangen dort. Einmal sehr. Ja, ich muss sagen, wie ein Tagebuch. Bin ich gegangen. Und ich habe, durch Gesundheit bin ich nicht bergwärts gelaufen, sondern wirklich fast immer geradeaus. Also leichte Steigungen ist gegangen. Aber zu weit rauf, es ist nicht gegangen. Vor allem an ist es nachher nicht mehr gegangen. Und dort habe ich wirklich viel im Land gesehen, was ich noch gerne nie gesehen habe. Dort bin ich Zeug gelaufen. Ja. Und es hat mir immer aufgebaut, jetzt kommt das andere. Man hat natürlich dementsprechend ja auch Gewicht verloren, was ja eigentlich auch ein Ziel gesehen wäre oder ist gesehen, dass man auch das Gewicht verliert, abnimmt durch das Laufen. Also, und es hat mir gut getan. Ich habe gemerkt, es geht mir gut. Gut, also, das wissen, glaube ich, die meisten, dass wenn man ein bisschen läuft, dass man den abnehmen kann. Aber, was ich jetzt unbedingt noch mal nachfragen will, ist, weil es geht mir gleich und wir wohnen ja jetzt auch schon ein paar Jahre zu Dresden und für mich ist jetzt einfach auch neu die Zeit am Morgen, dass das geht. Das hat er erzählt, das hat bei mir einen persönlichen Grund. Oder? Ich bin einfach früher am Morgen nicht so fix, aber lange gemeint, ich bin jetzt einfach kein Morgenmensch. Aber man hat dann Gott sei Dank herausgefunden, was man da machen kann. Also man muss ein bisschen mehr Sauerstoff haben und dann so Mandel, PG und so. Das ist jetzt durch. Das haben jetzt Anfang Jahr gehabt und dann merke ich einfach auch, ich kann mich besser bewegen. Also hat auch ähnlich wie bei dir so etwas mit einem gesundheitlichen Hintergrund gehabt, dass ich angefangen habe zu laufen. Ich muss sagen, wenn ich springe, dann liebe ich es, Musik hören. Aber ich habe das auch, dass gerade am Morgen und so ist es auch schön, ohne etwas. Und dann, ich kann dir nicht sagen, wie viel Mal dass ich jetzt schon daher gelaufen bin oder hergefahren bin. Sonst so, weißt, wenn du schnell etwas machen musst. Wir produzieren das ja da gemeinsam als Dresden, oder? Und dann bist du einfach auf Weg und schaust, ich muss daher, muss um halb da sein und so. Aber jetzt am Morgen so laufst, was du alles siehst. Oder dann gibt es ja auch so die Momente, wo du denkst, oh, so schön, der Himmel oder ein Baum oder du siehst wirklich ein Tier oder eine Fischreihe oder so und jetzt nimmt es mich wunder, weißt, du hast ja das wirklich öfter gemacht und regelmäßiger in dieser Zeit und hast verraten, dir sind so ein paar Sachen aufgefallen, oder? Kannst du dir etwas erzählen? Also aufgefallen, ich bin den Weg, ich sage jetzt Weg, die Straße kennt man grundsätzlich, ich bin Wege gelaufen, wo dann noch, also auf einem Fußgängerweg,
Was ich dann auch das erste Mal einmal gemacht habe, und ich gerne nicht gewusst habe, dass es so schön ist, wenn man das Balzers Richtung der Bach rauffährt und vis-à-vis, wo man den Sportplatz hinfährt, wenn man rauffährt, ja, wenn man ist dann auf der linken Seite geht da so eine Treppe nach, so eine Riesentreppe. Und dort geht der Weg Richtung Bündnerland, so sage ich jetzt. Du bist immer auf der Balzner Seite. Und es hat mir total gefallen. Da als hinten laufen, kommst du irgendwann kommst du wieder raus und dann bist du fast im Mellhorn hinten. Und es hat mir brutal gefallen. Ich bin ja gerne nie gesehen. Auf den Sachen, wo du dann denkst, jetzt gehe ich da mal schauen, jetzt gehe ich da mal schauen. Und, oder auf der, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt, aber vis-à-vis bei uns, dann ist ja eine Burgruine, wo, es ist glaube ich nicht Seefeld. Wartau? Oder Tenna, ja. Ja, Wartau, ja, oder ja. Dort bin ich dann nachher gelaufen. Und dann habe ich ihn gerne so genau angeschaut, wie dort. Ich bin nicht auf der Flucht gewesen. Ich habe einfach da nicht auf die Uhr geschaut. Ich habe gestoppt, wie lange bin ich auf dem Weg. Aber wenn ich Lust habe, um irgendwo schnell herlaufen, zum schauen zu gehen, habe ich es einfach gemacht. Was man sich einfach vornehmen muss, wenn man gelaufen geht, da muss man sagen, jetzt habe ich nur eine Stunde Zeit. Dann geht man auf eine Stunde, wenn man sagt, jetzt habe ich 2, 3, 4 Stunden Zeit, weil man ja einfach so sehr nichts tut, ist es schön, zum gelaufen zu gehen. Wenn du denkst, oh, jetzt will ich mal anschauen, was da Tommen ist oder was da ist. Oder im Unterland unten bin ich auch viel gelaufen. Dann habe ich das Auto parkiert, zuerst meistens in der Garage dort. Und dann bin ich halt dort Richtung Mauern oder Richtung Schellenberg hinten. Wie auch immer, da bin ich einfach, da siehst du Sachen, die ich mit dem Auto. Das kannst du so vergleichen, wenn du mit dem Auto Beifahrer bist, siehst du viel mehr als Fahrer. Dann denkst du, oh, da ist wieder ein neues Haus, oh, da steht ja das. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe 2, 3 Sachen gesehen, wo so, wie sieht man, so Büsten gestanden sind und wirklich tolle Sachen, wo der Fürst Franz Josef und Fürstin Gina drauf sind. Dann dachte ich, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass das da ist. Und dann habe ich so in die Zeit genommen, haben wir es angeschaut und gelesen, was alles draufsteht. Und so. Das sind Sachen, die mich dann wieder interessieren. Und ich finde es so schön, um es dann erlebt zu haben. Es ist ja alles, dann sage ich mal, zu 90% habe ich es im Liechtenstein gesehen, wo ich es eigentlich noch gerne nie gesehen habe. Weil man immer vorbeifährt. Das ist eben schon noch speziell, oder? Was man denn da so sieht. Und angefangen haben wir jetzt Detail mit dem Laufen auch, dass wir uns sofort verstanden haben wegen Kopflüften und so. Das ist jetzt klar, oder? Also es hat mir gefallen, wie du jetzt da erzählen hast können, von den ganzen Sachen, die du gesehen hast. Und du hast gesagt, eben bewusst ohne Musik. Jetzt habe ich aber gleich noch eine Frage. Ich meine, du hast ja viele Konzerte und du hast die vorbereiten oder machst Lieder und so. Hast du dem vielleicht, wenn du so am Laufen bist, hast du den eher komplett abgeschaltet mit allem und hast es so voll durchgelüftet und einfach so bist du quasi auf Entdeckungsreise gewesen? Oder hat es auch einen Moment gegeben, weißt, wo du dann auf einmal so auf Ideen gekommen bist, vielleicht wegen der Musik oder wegen einem Konzert oder so? Wie ist es für dich, diese Zeit, ist das einfach abgeschaltet oder hast du dort manchmal irgendwelche Einfälle auch gehabt? Also ist eigentlich, die Frage, die du stellst, ist eigentlich gerade eine Frage mit 2 Antworten. Ich habe abgeschaltet und gleichzeitig die Ideen aufgesammelt. Also, weil wenn ich nicht abschalte, zum irgendwie frei machen, kommen mir keine Ideen in den Sinn. Dann bin ich immer etwas anderes am Studieren. Hat zwar da im Hinterkopf, wenn ich noch das könnte man so, aber dann verliere ich wieder die Idee, weil ich da wieder etwas studiere. Und wenn ich am Laufen bin, so, habe ich viele Ideen können, was ich gerne mache. Ich sage immer, es sind 2 Paar Schuhe, was man gerne täte und ob man es dann noch zum Umsetzen bringt. Oder nehmen wir 3 Paar Schuhe, man muss es dann organisieren. Auch noch, oder? Und ich habe dort viele Ideen aufgebaut. Auch wenn Gitarre spielen, ich kann Gitarrist, ich habe das nie gelernt, die haben mir das alles selber beigebracht. Und dann bin ich am Studieren. Der Griff, es ist jetzt ein saublöder Griff. Und dann haben wir immer vorgestellt, wo müssen jetzt meine 3, 4, 5 Finger hin, dass ich im richtigen Ort bin. Und jetzt haben wir dann im Laufen ganz gut das Bild vorstellen. Und dann habe ich daheim auf den Griff probiert und geübt. Ich kann es mir nicht unter einmal. Dann musst du halt wieder tagweise auf die Gitarre in die Hand nehmen, musst halt immer den Finger oder die Finger am richtigen Ort her tun. Mit Wechseln und Machen. Und das habe ich mir gut bildlich vorstellen. Jetzt gut wieder bildlich vorstellen, aber auf der Gitarre habe ich es halt nicht so gut können. Aber du musst halt üben und machen. Aber die Idee habe ich viel beim Laufen über
das Musik, über TÜV fahren, über das und jenes, was ich gerne machen tät. Und viele Sachen können umsetzen, das muss ich sagen. Also, aber ich brauche natürlich immer eine Idee haben. Was natürlich Band anbelangt, brauche ich immer meine Bandkollegen im Rock, die sagen, oh ja, das ist cool, da sind wir dabei. Oder wenn halt dann alle, Markus, bist du wieder jetzt in einer anderen Welt umeinander kumpen, das bringen wir so nicht her. Dann diskutieren wir es miteinander, ob man es dann irgendwie zum Umsetzen bringt. Oder ich bin dann einfach so bereit, dass ich dann sage, okay, das lassen wir, das bringt nichts. Das ist jetzt einfach wieder ein Gedanke, wo zu viel ist. Da habe ich wieder zu viel im Kopf drin, um zu sagen, das bringe ich her. Und es ist etwa die schwierig, weil es ist immer eine tolle Geschichte gewesen, die man umgesetzt hat. Ich sage einfach, innerhalb der Band, nicht ich alleine. Einfach die Idee habe vielleicht ich gebraucht, aber zum Umsetzen haben immer alle gebraucht, weil es tut es nicht. Oder? Also, und dort habe ich relativ, also nein, nicht relativ, ich habe gute Leute um mich. Oder wir ist wieder falsch gesehen, es ist nicht um mich sondern wir sind eine gute Gruppe. Oder es ist nicht wie ja, man sieht es halt so. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Also, du bist mit coolen Leuten zusammen. So ja, kann man es, glaube ich, ja. ausdrücken. Mhm. Ja. Und von diesen coolen Leuten, wo du früher schon Sachen erlebt hast und so, gesehen jetzt hier auf dem Tisch ein paar tolle Sachen, die wir dann jetzt in der Kamera zeigen und auch dann da beschreiben bei denen, die da zulassen. Podcasthaus.li. Das ist ja so, dass der Gast immer Sachen mitbringen darf. Und es ist super, was wir da alles auf dem Tisch haben. Mit was Tätschen gerne mal anfangen will. Also ein Stichwort war schon, es ist nicht nur so Musik jetzt in den Sinn gekommen, oder zum Beispiel bei so einer Situation beim Laufen, sondern auch TÜV fahren und so. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück. Oder? Wir haben ja gestartet mit Rotschbahn und Kindheit und so. Und jetzt machen wir dort vielleicht mal wieder weiter, wenn es für dich passt, mit Jugend. Und dort hast du nämlich noch etwas mitgebracht zu dieser Zeit. Gell? Ja, also ich fahre ja seit ich 18 bin, fahre ich TÜV. Es ist schon speziell gewesen, als ich TÜV, früher hat man 125er machen, TÜV-Prüfung, und dann hat man 2 Jahre fahren und dann hat man die gross machen. Auf alle Fälle, als ich die 125er-Prüfung das erste Mal hatte, ich sage jetzt extra das erste Mal, dort hat dann der Fahrlehrer zu mir gesagt, also du lernst nie TÜV fahren, bin dann noch durchgefallen. Also ja, dann ist es halt, wie es ist. Und ich bin dann das zweite Mal gegangen und dann habe ich bestanden. Und ich muss sagen, das TÜV-Fahren hat mich bis jetzt das ganze Leben begleitet. Ich behaupte jetzt einfach einmal, ich habe 3/4 von Europa mit dem TÜV angeschaut. Weil ich bin wirklich weit vorgesehen. Ich bin mit der 125er an der 89 nach auf Jugoslawien. Dazu mal ein Plitvicer See, also es gibt ja nicht die Plitvicer See. Es ist ja dort, wo die bekannten Karl May Winnetou-Film gedreht worden sind, der Schatz im Silbersee und so. Und dort hat es eigentlich angefangen, dass mich das einfach gefesselt hat. Beim TÜV bist du frei, also ich bin frei. Wenn es mir nicht mehr passt, kann ich heimfahren. Wenn es mir da nicht passt, kann ich weiterfahren. Einfach, ich konnte machen, was ich will. Dort sind wir zu dritt gegangen. Und es ist eigentlich dort schon eine coole Zeit gewesen. Und der Kollege und ich, der Marcel, der Corner und ich, wir haben immer davon geredet, wir täten gerne mal Paris-Dakar, die Rallye fahren. Also Europa hast du ja dann schon fast alles gesehen. Also dort noch nicht, aber es ist für uns immer so wir wollen Paris-Dakar einmal machen miteinander. Also mit dem Auto wäre es dann das Thema gewesen, natürlich. Okay. Und ja, auf einmal hat der Marcel gesagt, ja, das geht nicht. Weil das ist zu teuer. Es wird, glaube ich, dazu mal jetzt bei 30.000 Franken Startgeld gekostet. Dann haben wir gefunden, nein, es geht nicht, so viel Geld haben wir nicht. Und ein Auto sollte man ja auch noch haben. Und etwa ein Team, das mich leitet, ja auch. Also, es geht nicht. Und dann haben wir das mal gesagt, aber wir könnten mit dem TÜV auf Marokko. Ja, dann haben wir das geplant, dann sind wir da zusammen, haben das einmal angeschaut und besprochen, was man da braucht. Und dann haben wir dann den Peter Lattner, das ist auch ein Kollege, wir sind eigentlich ein riesiger Kollegenkreis, so seit Kindesbeinen, also miteinander im Sandkasten dann aufgewachsen. Dann hat der Peter auch gesagt, er kommt auch mit. Und dann sind wir zu dritt gewesen. Ja, und dann hat man halt den TÜV gehabt, der grosse TÜV dann schon, also 650er, 600er, der Marcel hat einen 57er gehabt.
Ja, und dann hat mal Koffer haben, an die TÜV, weil sonst kann man nicht in die Ferien, wenn man keinen Koffer hat. Und das Geld hat halt auch gefehlt, um den Koffer zu kaufen. Und dann hat uns der andere Kollege, der Michael, der Konzert, der Künzer, gesagt, er darf uns Koffer machen. Ja, und dann sind wir mit diesen TÜV mit der Firma, von ihm der Onkel hatte so eine Firma gehabt. Dann konnte den Blecher als Böcken und machen und tun. Und es ist schon, also dort muss ich sagen, der Künz ist dort schon ein Talent. Also dazu mal schon, es ist allen noch ein Talent und wir sind alle noch befreundet und Kollegen, man sieht halt einander weniger heutzutage. Und dann hat er den Koffer gemacht für unsere 3 TÜV. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir den Koffer einmal ausprobieren. Und dann haben wir die mit Schraubzwingern einen TÜV gemacht, haben den Ziegel getan und sind den Tresenberg hochgefahren, um zu probieren, wie das funktioniert. Ja, tipptopp. Und dann haben wir das fixiert, dazu gemacht. Und ja, dann, ich weiß es noch, sind wir dann so wie geplant. Es hat kein Handy, keine EC-Karte, wir haben gerne nichts. Wir hatten, glaube ich, damals, Traveler-Check hat man den mitgenommen. Und gerechnet haben wir den 100 Franken am Tag brauchen wir. Wir haben ein Zelt gekauft, ein Dreierzelt, oder wir gehen die Zelte. Ja, und dann haben wir gestartet am Morgen. Am Morgen früh haben wir uns dann getroffen im Maps. Morgen um 6 eben Abfahrt im Maps. Und das war's ja noch. Und dann sind wir da auf Balzers und dann auf der Autobahn zu Bach, Richtung Sargans. Ja, wir sind in der Autobahn unten, siehst von Peter vom Lattner, der darf schon stehen bleiben. Dann haben wir gedacht, das kommt gut, wenn man nach 10 Kilometern schon stehen bleibt. Und dann sind wir dann mit Mühe und Not sind wir dann zur ganzen Ausfahrt gekommen. Und dann sind wir dort zum TÜV-Händler. Das weiß ich nicht mehr, der Kasse hat ein Suzuki-Vertreter gesehen. Ja, auf alle Fälle ist dann er machtig gekommen, wir mussten warten müssen. Und der Peter hat gesagt, ja, TÜV läuft nicht. Und dann hat der Mechaniker dort auf den Peter auf das Gepäck genommen und hat gesagt, lass noch mal laufen. Mhm. Und dann ist der TÜV gelaufen und sagt, er hat ein Schläuchchen am Tank gezogen. Du musst dem Tank Luft geben, sonst geht kein Benzin mehr an. Eben aus simplen, einfachen Sachen, aber wenn man es halt dann vergisst oder nicht mehr weiß, bleibst du gerade stehen. Ja, und so sind wir weitergefahren und wir haben dann etwa 2 Pannen haben wir gehabt. Eben, ich weiss, an mir ist der Ganghebel gebrochen, unten dran. Und der Ganghebel ist mir gebrochen. Ja. Und dann hat man angesucht, wo wir das wieder zu machen können, dass ich wieder den Gang schalten kann. Das war die 2. Nacht, glaube ich, in Frankreich gewesen. Und ja, dann hat er das super zu machen. Und Marcel im Corner hat ein Kupplungskabel gerissen. Einfahrt in Spanien, sind wir auf Spanien gekommen. Oh, jetzt haben wir kein Kupplungskabel, mit dem rechnet man ja nicht. Ich muss sagen, der Marcel ist ein toller Mechaniker, er hat Automechaniker gelernt, aber um TÜV hat er sich super ausgehen. Und dann hat er das Kupplungskabel von Homma dann ausgeschlauft und hat die Fußbremse abgehängt und ist dann auf die Fußbremse gegangen zum Kuppeln mit dem Fuß. Jetzt ist dann das Problem gewesen. Kuppeln und Gangschalter ist ja Beets mit dem Fuß. Und dann haben wir immer nebenher fahren. Ich weiss noch, wo wir durch Valencia durchgefahren sind, ist immer nebenher gefahren bei den Ampeln, wenn sie rot sind, hat er sich heben und hat schalten mit den Füßen. Aber es ist immer alles gegangen. Dort ist man einfach, sagen wir mal, noch weniger kompliziert und einfacher gewesen. Gut, aber wenn man das jetzt so hört, dann könnte man denken, also diese Truppe hat sehr etwas in die Wüste geschafft, oder? Und es könnte ja schon fast wieder so eine Geschichte sein, ein paar Kilometer vor Malbun wie beim LGT, hätte man müssen sagen, es tut nicht. Aber du hast ja gesehen, du bringst Sachen mit. Und jetzt habe ich da gesehen ein Foto mit einem Kamel. Und das ist ja dann schon nicht mehr Valencia, oder? Was sind wir denn da? Das ist nicht mehr Valencia. Also ich zeige da gerne das Foto. Das bin ich mit 20. Und der Marcel, er ist auch schon 21. Ist halt schon ein alter Sack gewesen. Und ja, wir sind dann ein bisschen rank und schlank. Und dann haben euch die Kamele heben, gell? Die Kamele haben es heben. Und das Lustige ist, die Kameltreiber dort unten, die haben uns gesehen, mit der TÜV herfahren. Und das Kamelreiten kostet ja Geld. Und es wäre, glaube ich, auch nicht das Thema gewesen, weil es ist nicht alle Welt gewesen. Aber sie haben wollen, weil wir mit ihnen Kamel geritten sind, haben sie von uns nicht verlangt. Jetzt haben sie einfach mit uns TÜV fahren. Ja gut, dann haben wir halt die
Dann kann er halt mit. Und wir dürfen dort unten, das muss ich sagen. Es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt allen darf. Und es war 1990, wo wir dort unten sind. Und dann haben wir halt bei uns hinten draufsteigen lassen und dann sind wir am Strand umeinander gefahren mit denen. Wenn wir da mit dem Kamel am Strand geritten sind wir mit den Töpfen umeinander gefahren. Oder? Und, ja, das sieht man. Ja. Und um den Töpf zu sagen, und auch Töpf und alles, also der Töpf und Koffer und wie wir geladen sind, es war imposant. Und wir sind natürlich ganz schlaue Füchse, wir drei. Wir haben leider erst in Afrika haben wir Teppich gekauft, oder? Weil dass man dann da den Teppich auch nicht transportieren muss. Aber es ist halt so. Wir haben da einen Teppich gekauft. Ich habe ihn heute noch, der Teppich, muss ich sagen. Ich habe ihn heute noch. Und ein sogenannter Berber-Teppich. Was auch immer, ob er recht ist oder nicht. Sie haben gesagt, das sei super und gut und was auch immer. Es ist ein schöner, aber recht ist, habe ich keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Tipptopp. Und der TÜV, dazu mal die Kawasaki Tengai, die hat mir dann der Marcel Meliger, hat es Meliger noch gegeben, hat mir die, ich sage jetzt einmal, gegeben, weil ich hatte das Pech hatte, dass ich etwa 3 Wochen bevor wir gegangen sind, habe ich einen TÜV gekauft, auch eine Kawasaki. Und das ist der erste grosse TÜV. Einen Monat vorher hatte ich eine Prüfung, die grosse Prüfung. Dann habe ich den TÜV gekauft und habe ihn aufgeregt, habe nur stolz, jetzt darf ich mit dem grossen TÜV fahren. Und dann bin ich beim Meliger fort und habe gedacht, jetzt gehe ich ins Melbui hin. Ja, dann bin ich im Berg rauf, da mit dem A-Zylinder, tipptopp, habe mich super gefühlt. Und dann im Buchenwald habe ich ein Auto überholt im Tresenberg. Und als mal geklockt, mit dem TÜV habe ich einen Motorschaden. Es hat noch vibriert hinten und ich bin... Na gut, dann habe ich fast geredet. Dann habe ich nachrollen lassen, dann bin ich zum Marcel, zum Meliger. Der TÜV ist kaputt. Ja, es gibt es ja nicht. Mal, der TÜV ist kaputt. Und ich muss sagen, mit der Marcel habe ich heute noch Kontakt, wenn ich ihn sehe. Wirklich, für mich ist ein flotter Mensch, kann ich gerne nichts sagen. Dann sagt er, hei, so ein junger Kerl, der TÜV gekauft und schon kaputt. Und dann hat er mir wirklich, das war eine neue, das war etwa 3-mal teurer wie die ich gekauft habe. Und dann hat er mir so einen guten Preis auf die dann gemacht. Hat er gesagt, willst du den? Ich habe gesagt, oh, will. Das ist immer eine Preisfrage. Ja, nimm sie mit. Und eben, aber es ist halt eben, es ist in den 90er Jahren. Und da muss ich sagen, dann hätten wir die gegeben, ich nur stolz gehabt, einen neuen TÜV bin ich auf Afrika nahe. Und es ist, wir haben eine tolle Zeit dort unten. Also, es ist eine tolle Geschichte. Bis dann, wir hatten einen Unfall gehabt und der Peter hat es in einer Sanddüne, wir sind in der Wüste unterwegs, hat es in einer Sanddüne drin, ist gefahren. Und eine gewisse Geschwindigkeit brauchst du, dass du überhaupt vorwärts kommst. Und dann hat es ihn überschlagen. Und dann hat er sich der Fuß wirklich blöd angeschlagen, dass wir dann sofort abgebrochen haben und dann wieder heimgefahren sind. Also er ist die ganze Zeit mit dem kaputten Fuß raufgefahren. Also er hat 20 TÜV gehabt, wo er noch ankicken. Es ist dann nicht mehr gegangen, haben wir müssen kicken, aber gefahren ist er, bis wir daheim sind. Und beim Auffahren sind wir dann eben von der Wüste, sind wir dann im Wallis unten, sind wir, ja, der Furtenpass, sind wir dann unten auf der Furtenpass und dort haben wir es geschneit, wo wir gekommen sind. Weil wir sind im Oktober erst wieder retour gekommen. Dort hat es dann geschneit. Also aber es ist eine Ferie, die man nie vergisst. Paris-Dakar-Geschichte. Das kenne ich nur so vom Quartettspielen. Paris-Dakar hat man so können Töffli. Ja. Aber jetzt hast du mir das mal richtig schön erzählt. Also da kann ich nicht genau mitreden, aber es gibt noch ein anderes Foto, wo uns ein bisschen etwas verbindet. Ich war auch mal eine Zeit lang DJ. Aber ein bisschen später als du. Dort bist du wahrscheinlich lieber da bei den Kamelen, wo ich angefangen habe, im Jugendtreff. Zu Ruz. Das war so ein bisschen so eine Techno-Zeit und Hip-Hop-Zeit. Und ich habe dann einfach beides gemacht. Einmal mehr Breakdance und einmal dann mehr so das Partyzeug. Und für viele tolle Partys hast du gesagt als DJ Juli. Und jetzt hast du ein tolles Foto mitgebracht, gell? Also da bin ich sage jetzt einmal, als DJ angefangen habe ich ja, als ich etwa 13, 14 war. Also es ist jetzt etwa 44 Jahre her. Und das ist schon ein bisschen ein älteres Foto, das ich dort gesehen habe, weil da habe ich bereits einen Bart und ich bin im Rohen. Rohen habe ich schon lange nicht mehr. Aber es war einfach eine tolle Zeit, es war wirklich eine coole Zeit als DJ. Es hat sich ergeben. Und
Aber mit 13? Also wie denn? Mit was? Also ich bin in der Jugendgruppe Kontrast, bin ich auch gewesen. Ja. Und wir haben dann eine Woche sind wir einmal zusammengekommen dort unten. Und es ist schon noch viel, sagen wir mal, viel anders gewesen wie heute. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass es heute schlechter ist, das will ich auf keinen Fall sagen. Aber wir haben halt einmal in der Woche haben wir uns getroffen. Ist ja gleich welcher Wochentag, ich weiß es nicht mehr. Und meistens haben wir Samstag oder Sonntag hat irgendeine Jugendgruppe im Liechtenstein, wo sie die Disco-Räume hatten, hat den Disco gemacht. Also wir haben nicht gegenseitig, sondern wir haben immer abgewechselt. Und wir haben den zeitweise am Samstag hat es weniger Leute gehabt, weil die Jugendlichen nicht dürfen so auf Weg. Haben wir weniger Leute gehabt. Und am Sonntag haben wir zeitweise da unten zu Tresa, also bis etwa 300 Leute gehabt. Also es war knackelvoll. In den gleichen Räumen? Ich habe den Raum nie mehr gesehen. Ja, mal habe ich gesehen. Am Dorffest kann man es anschauen. Ja. Kann man reingehen. Aber okay, aber trotzdem. Es war knackelvoll. Wow. Ja. Wir haben den Raum dann selber ausgebaut dazumal. Und wir haben noch die Lichter. Ich weiß, in Mekka hinten haben wir dann selber einen Lichtadler gemacht. Das ist der Markus, der Hoch, der Kollege, einer meiner besten Kollegen. Ist dort wieder, er hat dann das Licht und alles gemacht. Und der Edgar und der Oliver und der Peter, also ich bin auch Schreiner, eine haben dann alles, was Holz anbelangt, wir haben es im Täfert und gemacht und da. Und ich habe dann die ganzen Platten gestellt und das Zeug habe ich dann gemacht. Da unten. Also es war ein tolles eingespieltes Team gewesen. Und jeder, was er können, hat eigentlich es gemacht. Und so haben wir den Raum auch selber ausbauen. Aber hast du das mit Platten? Oder? Mit Platten, ja. Mit Platten hat man angefangen, also lang. Und man ist dann noch dazu mal die Platte gekauft. Wenn man etwas gehört hat, hat man wieder eine Platte gekauft. Wo? Im Treff oder zu Rutz? Im Treff ist man beim Heinz. Oder zwar sind jetzt Bux, jetzt da bei Poco Loco. Ja, genau. Ja. Poco Loco Ja, hat es genau, gegeben ja. und Soundcheck ist glaube ich Ja, Bux gewesen. ja. Und im Poco Loco bin ich einfach, ich glaube, eine Stunde wie am Nachmittag da drinnen gehockt. Und es ist einfach, er hat tausende von Platten da drinnen gehabt und wir dürfen Platten hören, wie beim Heinz oben Treff unten. Und bei der Heinz war es ja noch, wo er in der Herrengasse war, auf der linken Seite, dort, wo jetzt wo man Pizza essen kann. Das ist früher der Heinz, also eben ganz früher ist der Heinz. Und dann dort am Städtlemarkt, wo jetzt der Coop ist er dann Ja, auch dort noch ist er der drin Treff. gewesen, Ja. ja. Dort bin ich dann Platten Ja. raussuchen. Aber du bist vorher schon dran gewesen. Ja, Ja. dort oben. Und ja, dort Hat er man dich lang Platten- hören lassen? Oder hat er dann auch mal gesagt, so, Marco, nimmst eine? Oder wie war das dort gewesen? Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand etwas gesehen hat. Weil ich sage jetzt oft so, wenn ich 20 Franken im Sack hatte als Jugendlicher dort, oder 18, ich habe nie eine Platte gekauft. Ja. Das Geld ist bei mir nie lange im Portemonnaie oder im Sack drin, sondern ich habe eine Platte gekauft. Und eine von den ersten Platten ist, glaube ich, eine von der Barclay James Harvest, die ich gekauft habe. Aber ich weiß nicht mehr welche. Und ich habe wirklich viele Platten gehabt. Und eben DJ hat man dazu mal noch mit. Also So mit Singles Platten. auch, oder? Singles und LPs. Gell? Und dann so Ja. Maxi-Single geht. Ja. Und das Tresa hat es noch beim Holzbau Kindle damals. Dort hat es einen Club gegeben. Ich weiß auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, Club Butterfly geheißen. Bei der Sägerei, bei der Zimmerei dort hinten haben sie einfach irgendeinen Raum gehabt. Und es war wirklich auch einfach ein cooler Raum gewesen. Nicht riesig, aber einfach alles drinnen. Und dort war auch immer ein DJ gewesen. Ja, und ich bin halt dort, ich weiß immer, wenn ich dort hergeraten bin. Auf jeden Fall bin ich halt mit Abstand der Jüngste gewesen, weil die anderen sind alle etwa, sage jetzt, zwischen 8 und 14 Jahre älter gewesen wie ich. Ich bin auf einmal dort gesehen und dann mal, eben, was tut das der junge Boot stehen. Und dann hat mich auf einmal gesagt, gang du Musik machen. Und dann bin ich dort noch DJ gewesen. Und eigentlich vielmal habe ich dort Musik gemacht. Und es war schon eine tolle, erfahrene Zeit gewesen, dass ich dort, ich habe dann immer gewartet, bis ich eigentlich komme, zum Musik machen. Und es war einfach schön gewesen, das zum Erfahren. Und darum habe ich auch relativ viele Leute kennengelernt, die viel älter sind wie ich. Also ich weiss, für die Jahrgänge 56 habe ich Musik gemacht, die 41 geworden sind. Und darum weiss ich fast alle Jahrgänge zu Tresen, 56er. Es sind leider auch schon mittlerweile ein paar gestorben. Aber es war noch cool, schon mal der Tresner, also im Sportplatz Tresen gesehen. Also zum Einordnen, wie alt bist du dort gewesen, wenn du so 40-Jährige... 26, 27 drinnen. Und es ist Also wirklich, sind die alt gewesen für dich eigentlich, oder?
Ja, also sie sind Ja. also älter. Ältere, ja. Dort, Und ich habe weil du viel- hast ich habe vorher viel schon mal gekannt. gesehen von alter Sack und so. Ja. Und ich habe viel kennt. Ja. Und es ist einfach eine schöne Zeit gewesen. Und ich habe bei vielen Hochzeiten habe ich Musik gemacht, bei vielen Geburtstagen und einfach bei vielen Festen, wenn sie was auch immer für ein Treffen hatten, habe ich Musik gemacht. Und es ist eine Zeit, die ich nicht missen will. Es hat dann noch mal gewechselt auf CD. Da habe ich irgendwie fast 1000 CD gehabt. Und dann sind alle noch mit Laptop rumgelaufen und ich habe dann eben nicht verstanden, Laptop-Programm. Ich bin dort nicht so der Held gewesen zu ihrer Zeit. Also ich weiß auch noch nicht, aber das ist ja gleich. Und dann hat man dann auch angefangen auf Laptop zu wechseln. Und ich merke einfach, dass ich eigentlich nicht mehr so will. Weil wenn ich komme bei Anfragen über, du kannst mir Musik machen, wir würden 30. Und dann merke ich einfach, jetzt bin ich zu alt, ich habe die Musik schon nicht mehr, weil ich kenne mich dann nicht mehr aus, was seit dem Jahr 2000 läuft, kenne ich vom Radio, aber wenn du mir den Namen sagst, habe ich keine Ahnung, was da läuft. Und darum bin ich verrest der falsch. Wenn dann 60 wird, 50, 60, dann kann ich sagen, okay, dann mache ich Musik. Und dann passt es für mich. Also ich habe die komplette Anlage, alles habe ich noch. Also, Ja, das kommt aber auch im Fall auch bei den Jungen wieder mehr zurück jetzt. Dass man, und auch bei sehr erfolgreichen DJs machen sie wieder CDs zum Beispiel. Die Platte ist ja schon vor ein paar Jahren auf einmal wieder zurückgekommen. Es gibt auch Radiostudios, wo wieder Platten auflegen. Also finde ich ganz interessant, was du da erzählst und erlebt hast. Und eben, du kennst viele Leute durch das DJ-Sein. Und viele kennen auch deinen Namen. Und da auf dem Bild sieht man es so gerne auf dem Käppli. Juli. Juli. Was ich jetzt aber auch erst jetzt im Vorgespräch gelernt habe, wieso Juli? Ich hätte gedacht, ja, da ist immer Sommer, immer schön, immer Party, Beach und so. So habe ich mir das das erste Mal vorgestellt. Ja, also es gibt auch, also warum Juli? Auf deine Frage, warum Juli? Es ist, erklärt ist es sofort, der Stammbaum von mir hoch, also vom Nachnamen, vom Familiennamen hoch. Der Stammbaum kommt von der Juli Hoher. Also der Urneni hat Julius geheißen. Und darum sind wir die Juli Hoher. Alle Verwandten von mir sind Juli Hoher. Und mein Cousin, der Walter, Bergetze, wir sind ja alle im gleichen Ort aufgewachsen. Wir sind im Prinzip ein Familienhaus, ein grosses, von 4 Geschwistern vom Vater. Also sie mit dem Vater sind sie zu 4. Wir sind alle aufgewachsen im gleichen Block. Und dass es nicht immer friedlich abgelaufen ist, das muss ich glaube auch nicht erklären. Und der Walter hat immer gesagt, du bist also ein richtiger Juli. Immer, du bist ein richtiger Juli. Und das ist mir irgendwann geblieben. Und dann bin ich halt als DJ Juli gewesen. Und jetzt komme ich zu der lustigen Geschichte, wo ich da lachen musste. Ich habe dann einmal Liebli machen lassen, wo man dann die ersten Liebli trocken lassen, wie man es wollte und so. Hat man natürlich gefunden, da muss man mitmachen. Und ich habe dann auf der Brust, vorne habe ich es glaube ich machen lassen. Bin ich mir sicher, Brust oder hinten. Auf einmal gestanden, Spaß und Stimmung mit DJ Juli. Und jetzt hat er das gelesen, auch noch 10 Jahre älter ist als ich. Und er hat mich dann mit einer Überzeugung gefragt, wo ist Spaß und Stimmung Mitte Juli? Und ich bin dann nicht rausgekommen, von was er jetzt schwätzt. Dann sage ich, was Mitte Juli? Ja, da steht Spaß und Stimmung Mitte Juli. Dann haben wir dann aufgeklärt, was das ja. Und eben das DJ machen war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Es ist toll. Und wenn du gerade schon von Liebli redest, hast du ein Liebli mitgebracht. Was ist da die Story dazu? Also das ist die Story von dem Liebli. Wir sind ja, eben, der Kollegenkreis ist alle in der Jugendgruppe Kontrast. Es hat damals schon Kontrast geheißen. Und dann sind wir älter geworden, aber wir wollten uns nicht trennen, die Kollegen. Und dann haben wir gefunden, wir müssen jetzt etwas machen. Und dann haben wir beim Christian, beim Kollegen, beim Bergetze, dort hat uns dann sein Vater unten von außen dran einen Schopf gegeben. Und dann haben wir den Schopf auch ausgebaut und gemacht. Und aus dem ist dann der Schopf Hocktresen entstanden. Und es war schon wieder eine ganz spezielle Zeit. Ich sage jetzt, zwischen 3 und 5 Jahren ist in die Zeit gegangen. Und wir sind 8 Leute, sind wir im Kollegenkreis drin. Und zeitweise, am Freitag und am Samstag, sind wir immer im Shop.
Dort ist zeitweise die ganze Lavenenstraße auf. Wir sind im Auto gestanden und wir sind zeitweise bis zu 40, 50 Leute im Shop drin gesehen. Und ja, hatte mit den Nachbarn ein paar Probleme gehabt. Und jetzt sind wir halt auch so gesehen, wir haben gefunden, wir müssen uns ein bisschen kennzeichnen. Also das Liebli ist jetzt mittlerweile etwa 35 Jahre alt. Und wir haben so eine graue und grüne haben wir gemacht. Das Grüne habe ich leider nicht mehr. Sieht super aus. Oder? Das Grüne habe ich leider nicht mehr. Und ja, und als ich das wieder gefunden habe, bei mir daheim, also es klingt jetzt nicht, dass ich sauber ich habe es einfach wieder zwischendrin gefunden, habe ich eine Freude gehabt, dass ich das Liebli noch habe. Ja, schön. Und wir haben alle mit Stolz haben wir die Liebli gedreht. Und auch wenn man es jetzt heute, wenn ich jetzt das sage, ich habe es dann einmal auf Facebook tue. Und dort sind so viele positive Nachrichten retour. Das ist so eine super Zeit. Man hast das Liebling auch so cool gesehen. Und es sind alles Leute gesehen, in meinem Alter, vielleicht 3, 4 Jahre jünger und sage jetzt 7, 8 Jahre älter, die auch dabei sind dort. Und man hat wirklich viel erlebt, wenn man geschafft hat. Und wir haben dann noch mit dem Shop haben wir alle Jahre eine Reise gemacht. Wir haben dann immer, ich weiss noch, für ein Bier haben wir einen Franken verlangt. Wenn man Bier verkauft hat, wir können das Bier selber aus dem, wenn es ein Loch hatte, ein Röhrleerwesen drin, hat man das Bier geholt und einfach einen Franken pro Bier in die Kasse einwerfen. Und einmal sind wir ins Elsass. Und dann hat es gesagt, weil ich alle Prüfungen zum Fahren hatte, ich einen Bus organisieren. Und das war wirklich lustig. Und dann habe ich einen Bus geholt. Dann denke ich, Himmelsgottswillen, jetzt ist der Bus, wie ist der angeschrieben? Ja, no. Das ist halt unser Bus für die nächsten 3 Tage, 4 Tage. Und abgemacht haben wir eine Linde damals zu Dresden. Da haben wir uns alle getroffen. Dann bin ich dort raufgefahren mit dem Bus. Dann fahre ich her und alle noch allein lassen. Jetzt ist auf dem Bus gestanden Oma-Reise. Ja, Oma-Reise. Jetzt steigen nie mehr, gehen jetzt auf ins Elsass raus. Das ist, ja, aber wir haben wirklich, ich muss sagen, wir untereinander haben, ich kann mich nicht erinnern, dass wir gestritten hätten oder einen Krach hatten. Wir haben es immer lustig gehabt. Wir sind eben Elsass. Einmal sind wir ins Burgenland, immer Dinge besuchen. Dort hat es der Ferdi Frick, die Schreinerei, hat im Burgenland eine Tochterfirma gehabt. Dort haben wir bei ihm im Haus, das Handwerkerhaus, oder wie sagt man, dort Angestelltenhaus. Und dann haben wir dort sein. Es war wirklich alles super gesehen. Und einmal sind wir auf Wien. Wien hat mir auch ganz gut gefallen. Dort sind wir eben auch viel gelaufen, dann sieht man viel. Es war speziell dort, es war auch schön. Einmal sind wir auf Regensburg. Da kommt der andere Kollege, Markus Rick, her. Er hat uns das Regensburg gezeigt. Wirklich, wir haben wirklich tolle Sachen immer. Also sind wir nicht nur rumgehockt in dem Shop. Ja, man kann sagen, in Regensburg haben wir die Leute gehabt. Wir hatten 2, 3 Liechtensteiner getroffen. Und wir sind genau aus einer Kirche rausgekommen, wo uns die gesehen haben. Boah, sind wir eine Kulturreise machen? Ja, wir machen eine Kulturreise auf Regensburg. Es ist noch. Aber wir haben auch natürlich für das leibliche Wohl haben wir uns selber auch gesorgt. Also es ist auch immer schön gewesen. Also. Gut, wenn wir gerade so jetzt viel gehört haben über die Musik als DJ, oder? Du bist ja nicht nur DJ gewesen, sondern bist jetzt noch, wenn man einen Geburtstag hat, muss man also, wenn man ein bisschen älter ist, kann man dir noch anrufen, gell? Aber eher kann man die eben erleben auf der Bühne. Und eben, wie ich es da auch gesagt habe, die Einleitung, für mich ist es normal, oder? Marco ist der Sänger und hat eine Band, Naturtrüb und die Rocknacht und eben auch schon grosse Bühnen, Live-Sendungen, alles. Und ich weiß auch noch, so am Anfang, wo noch Studio das Riesen war vom Radio L, bist du auch viel gekommen. Weil ich glaube, jetzt langsam schon, was ist es, die 12. Rocknacht oder so? Die 12. jetzt, ja. Hier, ja. Und Naturtrüb ist ja dann eigentlich entstanden, weil du mal bei einem Casting mitgemacht hast. Dort hat es ja noch überhaupt nichts gegeben von so DSDS oder was es jetzt da alles gibt, sondern das war im Schwefel. Und das war, glaube ich, ziemlich lustig, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ja, also eben DJ habe ich immer gemacht. Und auf alle Fälle ist ein Radio L, ich glaube, 1995 ist das dann gekommen. Und dann ist dann aufs Mal am Radio gekommen, wir haben hier eine Castingsendung vom Radio L aus und das da im Schwefel stattfindet, dann und dann.
Das ist noch speziell gewesen, weil eben, ich habe eigentlich immer, für mich habe ich immer Lieder mitgesungen. Wenn ich es gehört habe, habe ich mitgesungen. Ja, das hat mir hat es gefallen. Ob es einem anderen gefallen hat, habe ich nie gefragt. Also ein typischer Duschi-Badwannersänger bin ich ja so gewesen. Und auf alle Fälle hat mir dann die damalige Frau Mariette hat mich dann dort angemeldet und hat mir das gesehen. Dann sage ich, was? Mal, sie haben mich angemeldet. Dann habe ich gefunden, ja, jetzt muss ich da an. Ich will absagen, will ich auch nicht. Und dann habe ich halt studiert, dass ich singen könnte. Und das Lied habe ich dann eigentlich schnell einmal gewusst, was ich will. Und ich habe dazu mal habe ich das Glück gehabt, dass ich mir einmal eine Anlage gekauft habe, so eine HiFi kleine Anlage. Und dort hatte ich schon CD gehabt. Und wenn ich dann bei dieser Anlage habe ich einen Knopf gehabt. Keine Ahnung, ich frage mich, wie es funktioniert hat. Weil wenn der Knopf drückt und dann ist der Gesang vorgesehen und ich habe nur die Musik gehabt. Dann habe ich gedacht, aha, jetzt kann ich üben, jetzt kann ich das Lied üben. Und dann habe ich meinen Kollegen, der Mecki, der Markus, der Hoch, eben mit dem wir sind miteinander aufgewachsen, das ist der Nachbar gesehen dazu mal. Das ist heute der Name von meiner besten Kollegen. Und er hat gesagt, Markus, sonst müssen wir ja üben. Du musst einfach hören und ich singen. Heute ist der ein armer Kerl, gesagt, etwa 100 Mal muss er das Lied hören. Und dann haben wir natürlich noch das Lied so aufnehmen, das hat man dann näher gemacht, so aufnehmen, dass man es im Schwefel laufen lassen, ohne Gesang. Einfach wie Karaoke im Hintergrund laufen lassen. Ja, und dann haben wir das gemacht und dann ist eben der Tag X gekommen, im Schwefel unten. Und der Hauptpreis war ein Film, dass man bei einem Film mitmachen kann, wo halt dann die Filmemacher dann halt am mitteilen. Auf jeden Fall bin ich in den Schwefel an und der Schwefel ist knallvoll. Es war nicht für grosse Beiz. Es wird immer noch gleich gross. Aber damals, Ja, ist jetzt eine Pizzeria. dort sind es eher, ich sage jetzt in der Bar drin, es ist Bar und eine Partei, ich sage jetzt, dort sind es eher etwa 150 Leute drin. Ja, auf jeden Fall ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich aufstehen und daher stehen und singen. Und ich muss sagen, ich bin so nervös gewesen, also nicht mehr so nervös, wenn ich jetzt noch bin, wenn ich ein Konzert habe. Aber die Leute haben bei einem Lied, das hat kein Mensch kennt, das Lied. Es hat innerhalb von 20, 30 Sekunden hat alles mitgeschaukelt. Und wenn der Refrain kam, hat alles mitgesungen. Das hat mich richtig befreit. Also so. Und wie es dann der Zufall wett, oder das Glück wett, oder was auch immer, habe ich dann gewonnen. Das Casting. Und dann habe ich dann damals mit Jürgen Kindle auf München raus, zum eben vorstellen, was auch immer in diesen Filmen machen, was das auch immer gesehen So richtige Stars, glaube ich, gell? Uwe Ochsenknecht und so weiter. Also es ist dann zuerst haben wir sich vorstellen. Ah, du hast ja immer so vorstellen. Nochmal Casting. Nein, einfach noch geredet. Ja. Und bla 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 und bla bla bla. Und das Mal ist dann irgendwann, aber das war ja nicht fix gewesen. Es hat dann noch geheißen, wenn wir etwas haben, dann melden wir uns. Ach so. Oder? Und irgendwann ist ein Telefon gekommen, wir brauchen einen Komparsen, kommst du nach München und dann wird die Straße angehen. Es war etwa 96, das hat keine Navigation nicht gegeben. Ich mit dem Auto auf München raus, Karte auf der Knie, dass ich die Straße finde. Und dann ist dann wirklich der Uwe Ochsenknecht, der Dominik Krake, damals war der Tatortkommissar und die Sophie von Kessel. Es ist ganz hübsch und damals auch bekannt. Ich habe es jetzt nie mehr gesehen. Auf jeden Fall bin ich der Komparse und ich musste den ganzen Tag rumlaufen. Immer müssen verschiedene Liebli. Sind wir wieder beim Laufen, oder? Ja, immer müssen verschiedene Liebli anlegen und da rumlaufen den ganzen Tag. Ja, und dann am Nachmittag jetzt gab es einen Wechsel. Dann haben wir jetzt mit die Stadt hin. Und es hat mir dann schon imponiert, also außer dass ich hinfahren haben müssen, mit dem Parkplatz und so. Es hat mir imponiert, dass dort alles abgesperrt wird. Zack, zack, zack. Und jetzt ist dort so und da fährt kein Auto mehr. Sie haben dann mit Bahnschienen, also so Gleis, haben sie den Kameran aufgeführt und gemacht und umgefahren. Es hat mir imponiert. Und ich habe dann auch ein Geld bekommen. 100 Mark habe ich bekommen, für das, dass ich dort das gemacht habe. Und es war eine Erfahrung. Ich habe den Film gesehen. Also der Film hat einen speziellen Namen. Er hat geheißen, auch Männer brauchen Liebe. Ich habe ihn einmal gesehen, im ZDF ist er gekommen. Und mich hat man eigentlich nicht gesehen, weil mich man nicht kennt. Ich bin zwar überall rumgelaufen, das habe ich gesehen, aber kennt hat mich niemand. Aber es war eine Erfahrung und es hat mir gefallen. Und kann mir niemand nehmen. Das ist cool, also dann hast du das erste Mal Freude gehabt.
mit Singen vor den Leuten. Ja. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, bei dieser Antwort, du hast da von nervös geredet. Also du hast schon kurz eingebaut, du sagst heute noch nervös, wenn du mit der Band spielst. Ja, also das bin ich wirklich. Und ich das jetzt oft so für mich, wenn ich rede, rede ich nur von mir. Mir tut es gut, dass ich nervös bin. Es gibt dann viele Leute, die sagen, bist du nicht mehr nervös nach so vielen Konzerten und das und jenes. Dann sage ich mal, ich bin nervös und ich gehe etwa 7-mal vor einem Konzert muss ich nachher mal aufs WC. Es kommt dann am Schluss nicht mehr, aber es ist ja egal, aber ich muss trotzdem gehen. Und dann geht es mir gut, bis ich auf der Bühne stand. Und dann bin ich ruhig. Wenn ich merke, mal, es kommt ein Ton raus aus der Gitarre und es kommt aus dem Mikrofon der Ton, dann bin ich wieder ruhig und dann passt das grundsätzlich. Also. Und das Gefühl ist immer noch so, zum Vergleichen wie im Schwefel, wenn dann die Leute mitgehen und mitsingen oder tanzen und so. Nimmst du das immer noch so krass wahr? Es nehme ich auf alle Fälle wahr. Weil für mich ist es speziell. Also für mich ist es speziell, wenn wir ein Konzert kennen, wo nur wir sind und ich sehe einfach, dass die Leute kommen. Es ist egal, ob 10 dort sind oder ob 300 dort sind. Ich denke, Herrgott, die haben einen schönen Abend und der kann wegen dem schönen Abend und der kann wegen der Musik. Also sind sie extra wegen euch, Naturtrüb, von daheim raus oder irgendwo hergefahren und haben das die Zeit auf sich genommen und geben Geld aus, um etwas trinken, essen, vielleicht noch Eintritt. Es fasziniert mich und ich bin dort sehr dankbar gegenüber den Leuten oder auch gegenüber mir, dass ich sage, wow, das ist cool. Das finde ich einfach schön. Und für mich nicht, also logisch, wenn 200-300 Leute dort sind, ist es natürlich viel schöner, als wenn nur 15 dort sind. Aber ich spiele auch gerne für die 15 Leute. Nicht, dass ich sage, oh, ich muss immer 50, 100 haben, 200, 300, sondern wenn halt 15 dort sind, dann sind halt 15. Es ist halt, wie es ist. Dann siehst du wenigstens alle, oder? Ja, dann kann man jeder einzeln begrüßen. Aber mir ist es nicht wichtig. Also, eben, wie gesagt, wenn du Werbung hast und es läuft etwas, es kann Leute, ist es natürlich schön. Klar. Das ist diskussionslos. Also. Und Werbung kennt man ja auch von Plakaten. Und das wäre jetzt eigentlich so die Überleitung auf den nächsten Gegenstand, den wir hier haben auf dem Tisch. Du machst auch nicht nur für 15 Leute Konzerte, sondern mit über 15 Leuten stehst du auf der Bühne, bist schon gestanden und hast auch schon Benefizkonzerte gemacht. Ich glaube 2, gell? Also wir haben 2 grosse Konzerte gemacht. Ja. Und das ist so ein Gedanke, den ich dazu mal hatte. Und zum Glück hat mich dann die damalige Band, nicht von Natur, vor allem der Clemens, der Kaufmann unserer, er ist bei 14 Jahren bei der Band, 14, 15 Jahre bei der Band. Und er hat dann mich brutal unterstützt. Eben der Rest der Band auch, aber der Clemens ist einfach der, der mir alles so weit schriftlich und meine Idee irgendwie können auf ein Blatt bringen. Und es hat er super gemacht und auch toll, wirklich toll unterstützt und gemacht, eben die Band unterstützt. Und die Idee, die ich hatte, ist einfach, wir sind so viele Leute im Land, sage ich jetzt, und vielleicht auch noch im angrenzenden Rheintal von Gams bis auf Sargans. Weiter habe ich nicht weiter auf nicht so geschaut, wo so viele Musiker haben. Und man sollte die Musiker einfach mal kennenlernen. Und vielleicht einfach mal auf einen Haufen werfen und dann machen wir miteinander mal ein Konzert. Und dann ist die Anfrage gekommen wegen einem Benefizkonzert. Und also zuerst ist die Anfrage eigentlich gekommen, was haltest du davon, wenn man jetzt bekannte Gruppen her tut? Und Annahme ist gefallen Gotthard. Und dann machen wir ein Benefizkonzert. Und ich sagte, ja, es ist cool, Gotthard ist eine Hammerband. Aber bis sie nicht da sind und bis man alles gestellt hat, musst du keine Benefiz mehr machen, weil dann haben wir kein Geld mehr, um es irgendwo hinschicken. Und dann habe ich dem meinen Vorschlag gebracht, dass es mir vorstellt. Und jetzt gesagt, ja, es klingt doch gut. Im Prinzip auf das so, mach es und wir machen es anders. Also Technik und so machen wir, aber mach. Wenn du das willst und kannst, dann mach's. Und dann haben wir das wirklich gemacht. Und das erste Konzert haben wir ja das Benefiz mit, ich bin nicht mehr sicher, glaube ich, mit 35 oder 40 Gastmusikern, haben wir ein 3-stündiges Konzert, 3,5 Stunden Konzert auf die Füße gestellt, wo bei jedem Lied, angefangen haben wir als Torte Balanik,
Und dann später haben wir jetzt andere Musiker gesehen. 1, 2, 3, 4, 5 Musiker. Immer mehr, dann sind die wieder gegangen und dann sind die Nächsten gekommen. Am Marathon, oder? Nein. Und es ist wirklich, weil für mich ist es ein so ein schönes Erlebnis gewesen, mit so vielen Leuten, die ich gerne kennt habe. Und ich sage immer, Musiker müssen ja nicht einfach die Besten sein, sondern wenn sie ja auch vom Mensch her passt, ist es für mich viel mehr wert, als wenn was auch immer für einen Künstler auf der Bühne ist. Aber natürlich haben wir auch tolle Leute gehabt, mit einem tollen Charakter, die natürlich auch Hammermusiker gewesen sind. Egal, was sie gespielt haben. Eben, wir haben alles gehabt, von Gitarristen, Schlagzeuger, Querflöten, Handorgel, Keyboarder, Bassisten, Bläser. Wirklich alles haben wir gehabt. Und es war super gewesen, und dann haben wir auch gut abgeschlossen und wir haben dann können Geld spenden, relativ viel. Und die Idee habe ich immer umeinander gewirkt und umeinander gewirkt, das möchte ich gerne einmal machen. Also das erste Konzert haben wir im Riedam City gehabt. Wir haben extra ein Zelt aufgestellt, das ist einer meiner besten Kollegen, der Manfred der Töni. Und das zweite Konzert haben wir dann dürfen im Schaner Saal machen, im SL. Und dort habe ich von der Schaner gemahnt. Also ich muss es so sagen, ich habe einfach einmal eine Mail geschickt, der Schaner. Und es ist nicht 5 Minuten gegangen, ist die Antwort retour: Marco, klingt gut, komm vorbei, wir reden. Es ist wirklich zack, zack gegangen. Weil ich sage immer, wenn man nicht fragt, kommt man auch keine Antwort über. Und dann haben wir die erste Besprechung gehabt, und dann ist es eigentlich innerhalb von 30 Minuten ist es fixiert gewesen. Und dann habe ich dann mit der Kommission Besprechung gehabt, weil das ist einfach noch das Datum umsetzen, wie, was, wo, wenn. Und natürlich auch eine Kostenfrage mit der Technik und allem drum und dran. Oder? Und dann haben wir wieder 35 Musiker zusammen gehabt. Und wir haben das Programm geschrieben. Das Programm hat immer der Clemens und ich miteinander gemacht. Und wir haben immer das Naturtröp-Programm genommen. Wir haben nicht angefangen, neue Lieder rein, sondern einfach das Naturtröp-Programm. Und haben dann einfach den gewissen Musiker den Part zugegeben. Wir haben das Solo genau angegeben, wir haben das Intro genau angegeben, wir haben den Schluss genau angegeben. Und wir haben für jedes Lied, wir haben alle Lieder aufgenommen im Proberaum und haben dann die Aufnahmen diesen Musiker immer gecheckt. Also so tönt es. Da ist der Start und da ist das Ende. Nicht, ob man könnte nachher Länge da. Nein, ist genau so. Da hat man so ein bisschen hart sein, um es durchzuführen. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gesehen hast. Dann haben wir, das ist das Plakat wieder. Und eben Naturtreb und Gäste. Und dann haben wir da alle Gäste, und mit uns zusammen haben wir da aufgeführt. Zugunsten von Friends of Larguta und Pink Ribbon Liechtenstein. Ja, Gell? ja. Und ist gut rausgekommen mit dem Sammeln? Das ist schon gut rausgekommen. Ich würde nichts Falsches sagen, aber ich glaube 30'000 haben wir gehabt. Und es ist natürlich eine tolle Zahl. Also das muss ich sagen, ist eine tolle Zahl. Und, ja. Jetzt unter dem Zettel ist nochmal ein Zettel. Und dann könnte ich nämlich einfach mal auch so zurücklehnen, weil jetzt sind wir bei dem Element Gegenstand haben wir ja durch. Jetzt kann deine Frage, bin ich mal gespannt, ich weiß gar nichts. Ja, jetzt kommen meine Fragen. Du hast mir ja gesagt, ich soll einfach Fragen stellen. Und jetzt die erste Frage: Wie bist du auf den Job gekommen, den du jetzt machst? Es war ein Zufall. Und hat im Fall auch ein bisschen mit Musik zu tun. Und zwar bin ich nicht so im Rockbereich unterwegs gewesen, als Schüler. Also da reden wir jetzt so von 12 bis 18. Oder? Habe ich sehr, sehr viel Klavier gespielt. Ich habe es gerne gemacht und ich so gut können. Und ja, dort spielt man nicht so, weißt, jetzt so vor 200-300 Leuten in kleineren Sälen, so Musikschule oder dann halt in Österreich oder so, auch Wettbewerb, ist wirklich gut gelaufen. Und ich habe das sehr gern gemacht, weißt, wenn sie so Stöckli sind, Chopin oder auch Bach oder so, wo du mitfühlen konntest. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht so der, der immer dranbleiben ist. Also, weil da reden wir eigentlich auf dem Niveau, müsstest du dann schon fast einen Tag einfach. Es ist wie Arbeiten. Also das kann man sich gerne nicht vorstellen, wenn man, also gut, du als Musiker schon, oder? Aber aufstehen,
nur schon wegen dem Warmwerden, also bist du immer am Spielen und so. Und da muss ich sagen, der Spaßfaktor hat dort nicht so wahnsinnig da, oder? Und während der Schulzeit haben sie dann bei mir einmal so genannte Sonderwochen gehabt, weil sie irgendwie da Sommerferien gewechselt sind und so. Und dann hatte ich das Glück gehabt. Dort bin ich zu Rutz in der Unterstufe gewesen. Und dann heisst es, wer will Radio machen, oder? Und ich konnte da wählen. Und dort bin ich aber vielleicht so 14, 15 gewesen. Und habe wirklich, wie du, super Leute um mich herum gehabt. Und konnte so Ideen umsetzen und Gespräche auch machen. Das war noch lustig. Mein erstes Interview habe ich gemacht mit einer 94-jährigen Frau. Weil die Idee der Sendung war so, jung und alt. Und wir sind dann auch auf Basel, ins Radiostudio dort, der DRS3. Ne? Riesengroß, mit Aschenbär und alles. Also eine andere Zeit gewesen. Und wir sind dort live gewesen, oder? Und also die ganze Klasse hat da mitkommen und so. Und dann habe ich dann die Leute dort so gefragt, ja, wie wird man denn Radiomoderator und so, oder? Und dann ist es einfach probieren, einfach mal. Oder? Das ist jetzt so natürlich anders, jetzt kannst du Schule machen und so. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich dann halt, als ich wieder zurück war und dann im Musikgymnasium war, Zweikirch und im Konservatorium, ist dann eben das mit dem Radio L und so 96 und so, habe ich einfach angefangen, Jugendsendungen zu machen und hatte da tolle Geschichten erlebt. Einfach Leute, die ich sonst, eben wie du, auch beim Heinz im Treffen irgendwie Singles gekauft habe, wie zum Beispiel bei grossen Fans von «Die Ärzte», sind die einfach mal zu Gast. Das war hier noch so. Oder? Und da habe ich gemerkt, das gefällt mir. Und dann bin ich dann in die Richtung gegangen und habe dann ziemlich lange überhaupt keine Musik gemacht, weil es ist für mich sowieso ein Training war, weißt? Und jetzt spiele ich wieder so für mich einfach. Ja. Und darum hocken wir jetzt da und reden, ja. Ohne Klavier. Ja, es klingt interessant. Also, es ist alles interessant, dass du es gesehen hast. Das Klavierspielen wäre jetzt interessant, dass du mal mit uns ein Lied mitspielst. Aber du hast jetzt selber verraten, was du gerne machst oder gerne gemacht hast. Also könnte man da mal darüber reden. Jetzt kommt gerade die nächste Frage. Das ist jetzt nicht mit dem Klavierspielen, vielleicht ja schon. Was möchtest du mal erleben? Also ich erlebe die ganze Zeit wunderschöne Sachen und auch so kleine Sachen jetzt, weißt, vor allem seit ich Papa bin, ist es nochmal ganz anders, oder? Die Kleine ist, Cecilia ist 4,5 und komme jetzt auf einen Punkt, was ich erleben will, als nächstes, oder? Sie hat der erste Geburtstag hat sie in Brasilien gehabt, weil meine Frau ist von Brasilien und dort auf dem Hof haben wir das gefeiert. Und jetzt ist es so, jetzt schauen wir manchmal Bücher anschauen. Das ist auch cool. Also, sie geht gerne in die Landesbibliothek. Und jetzt haben wir letztens auf das Mal einfach ein Bild gesehen von Rio. Und ich habe überhaupt nichts dazu gesagt. Oder? Und sie schaut das an und sagt, wow! Oder? Und das war für mich sofort klar. Also das nächste Mal, wenn wir auf Brasilien gehen, will ich mit der Christine, mit meiner Frau und mit der Cecilia dort einfach auf Rio gehen. Weil das ist noch lustig, darum hat mich das auch so sehr berührt und darum kann ich das sagen. Weil ich in der Jugend immer ein Poster hatte von Rio und auch mit dem Christo drauf und so. Und ja, das ist noch lustig, oder? Jetzt bin ich verheiratet mit einer Brasilianerin und ich weiß jetzt, was ich erleben will als nächstes, oder? Mit der Familie dorthin gehen. Ja. Es ist schön. Aber du kannst der Tochter sagen, wenn sie 18 oder 20 wird und sie brauchen mal eine Musik zu Brasilien, wir können auf Brasilien. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, irgendwie bringen wir es her und dann muss ich noch Klavier üben davor und so. Ja. Also, ich habe noch eine spezielle Frage, die ich selber eigentlich interessant finde. Ich bin gespannt. Mit welcher Person möchtest du ein Interview machen? Ist jetzt so,
dass ich jetzt mal in einer Position bin, wo ich merke, wie das ist, wenn da so eine Frage kommt, die dich wirklich überrascht. Weil eben normalerweise bin ich der, der fragt. Und ich habe gerade den ersten Impuls gehabt. Ja. Es ist ja so, wie du ja weißt, ich gerne reden. Und das mache ich eigentlich seit ich 4 bin. Darum ist auch dann, also wenn man es genau anschaut, ich habe ja mit 4, 5, 6, 7 nicht Klavier gespielt. Das sind ja dann die wirklich in die Richtung gehen. Oder? Ich war immer schon einer, der viel geredet hat. Ich habe Fernsehsendungen moderiert und hin und her. Und ein Grund ist auch, natürlich, oder, durch das Mikrofon oder jetzt da die Kameras und so, kommst du natürlich schon durch den Job zu Leuten, die du sonst nicht reden. Oder? Aber ein Grund, und das wollte ich dir sowieso noch sagen, warum du jetzt auch da bist, ist, bei dir habe ich es eben immer extrem geschätzt, dass ich gewusst habe, und ich habe es auch so wahrgenommen mit anderen Leuten, aber ich habe es eben auch selber erlebt, wir haben jetzt auch ausgeredet. Oder nicht jetzt, wenn du kommst wegen einem Benefizkonzert oder so, zum Beispiel ins Radio oder so. Oder? Und darum, ich rede gerne mit Leuten reden. Und was jetzt mir sofort in den Sinn kam, ist, was, wenn wir jetzt von dem reden, Wunsch. Oder? Ich habe wirklich schon so viel, weißt du, aus dem kleinen Radio, oder ich war dann einmal eine Zeit lang in München, dort alle da, die Promis, Stefan Raab-Zeiten und so, ein und aus. Ist jetzt voll so, dass ich es jetzt rauslassen kann. Gerade als erstes, wo du das gefragt hast, habe ich das Gefühl, kein Papst. Jetzt, wo wir es jetzt aber aufnehmen, wissen wir ja noch gerne nicht, wer der Papst ist. Und ich kann dir aber auch sagen, wieso. Weil ich habe etwas geschaut, wo ich dachte, das ist eigentlich schade, dass das nicht so viele kennen. Ich habe es auf Netflix gesehen, so ein Interview von Jugendlichen mit dem Papst Franziskus. Und nur das Format ist für mich ein Vorbild. Aus der ganzen Welt sind da Leute gekommen, egal welche Religion, welcher Status. Und dann siehst du, der Papst Franziskus ist einfach hergefahren, hat auch nicht genau gewusst, was da kommt. Und dann hocken die einfach so im Kreis und reden miteinander. Und dort habe ich wirklich beim Zuschauen gedacht, also klar habe ich zugelassen, was die erzählt haben, und es hat mir mega Eindruck gemacht, das Konzept. Und wie offen das dort alles war. Und dort bin ich gehockt und habe so im Stillen gedacht, was so etwas wir können machen. Das wäre brutal. Aber gell, das ist jetzt Antwort auf deine Frage. Ich bin nicht so, dass ich dann so Ziel habe oder Plan, das kommt halt und so. Jetzt das erste Mal auf Rio gehen und wenn wir dann vielleicht einmal können, dort würde ich warten, bis Cecilia dann auch selber noch mehr mit überkommt, mal mit der Städtereise auf Rom und so. Und wenn er dann auch einfach noch gesehen ist, auch gut. Nein, es ist aber, darum habe ich die Frage gestellt. Es ist ja nicht die Frage, was du unbedingt erleben willst, sondern also was du machen musst, sondern was wird einmal können, was wird dein Traum. Zum Interview. Ja. Also mein Traum wäre aber mit dem Keith Richards auf der Bühne stehen. Ja. Aber es wird auch nicht sein, weil er wird älter wie ich. Also. Und die vorletzte Frage. Was ist das tollste Ereignis, das du erlebt hast? Oder machen hast dürfen? Dabei sein wie die Geburt von der Tochter. Es ist unglaublich. Also, was dort passiert ist, also, es ist wie ein riesiges Schlüsselerlebnis gewesen. Also, dort muss ich echt sagen, ich habe gesagt, oder, die erfahren, dass ich immer schon rezipiere und so, aber ich sehe es jetzt vor mir, weil ich auch ein Foto habe, jetzt im Büro von dem Moment, aber eben das kann ich in Wort gerne nicht sagen, also, aber das ist es. Ja, ist eigentlich kurz und zum Verstehen, alles andere. Ja. Jetzt kommt halt noch das Gegenteil. Was ist das traurigste Ereignis, das du erlebt hast oder wo du dabei bist oder wo du mitfühlen? Traurige gibt es ein paar. Und das ist jetzt lustig, oder eigentlich nicht lustig, wir reden ja jetzt von traurig, dass
im Verhältnis zu der Frage, die du gestellt hast, die ich überhaupt auch nicht erwartet habe, wegen mit wem redet, da habe ich gerade so ein Bild gehabt. Und da ist es bei mir so, wenn wir über traurige Sachen reden, und jetzt muss ich auch ehrlich sagen, also da ist ja alles offiziell da und so, dann passiert bei mir wie so eine Blockade. Und manchmal ist es auch so, ja, viele kennen mich als lustiger Kerl, oder? Das gehört ja auch zum Job. Und darum passiert es auch, wenn ich merke, dass ich irgendwie traurig bin oder an etwas Trauriges denke, dann kommt so das Lächeln und so, um es überdecken, oder? Wenn man sagen, ja, traurige Sachen. Wenn ich jetzt gerade bei mir bleibe, sind es schon ein paar persönliche Enttäuschungen, wo es gegeben hat. Und dann muss ich sagen, es gehört zum Leben. Das macht sie zum Teil auch stark. Und manchmal denkst du, wie mit ein bisschen Abstand. Es ist noch verrückt, dass fast kannst froh sein, dass du traurig bist. Und das, was ich jetzt sage, ich möchte es allgemein behalten. Oder? Das gilt für kleinere, traurige Sachen, wie aktuellere oder so. Und ich dann ziemlich schnell merke, ja, man lernt auch viel daraus. Und es geht ja dann auch darum, wie gehst du damit um, mit diesen traurigen Sachen. Und manchmal sehe ich mich dann auch, wenn ich jetzt mit dir, mit einem Musiker rede, ich meine, es ist ja schon klar, dass ganz, ganz viele Leute, und ich habe ja auch mit denen schon Interviews gemacht, die sind so gerne nach Frau passiert etwas Trauriges und Sex einfach quasi nur, jetzt einmal in Anführungs- und Schlusszeichen, Liebeskummer oder so, weil dann entsteht ein wahnsinniger Love-Song oder so und es gibt einen Haufen so Sachen. Ich tue ja jetzt nicht Lieder machen, sondern ich lebe. Und so lerne ich im Leben also auch viel aus traurigen Sachen. Und darum komme ich eigentlich so jetzt aus und sage eigentlich, nach dem Regen scheint die Sonne. Ja. Und jetzt habe ich gesehen, dass du den Zettel weggetan hast. Ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wieso dass ich auf die Idee gekommen bin mit diesen Gegenständen. Das finde ich noch cool. Und mit diesen Fragen, das ist jetzt echt für mich noch ein Erlebnis. Aber ich danke dir für die Fragen. Und es war auch schön, um darüber zu reden. Und jetzt, ohne dass wir es abgemacht haben, wir kommen jetzt also zum Schluss, Marco. Es ist nicht so, auf keinen Fall, das haben wir auch im Vorgespräch abgemacht, ich will nicht mit etwas Traurigem hören. Aber jetzt hast du mir einfach quasi eine Vorlage gegeben. Das kann ich auch wieder positiv anschauen, weil ich hätte jetzt sonst auch nicht gewusst, wie ich aus diesen ganzen lässigen und coolen Themen, die wir da hatten, auf das komme, was dir passiert ist. Du nennst es Unfall 2022. Und ja, da muss ich auch nicht sagen, trauriges Erlebnis. Also ich finde es schlimm. Ja. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Man hätte auch können lesen und du hast auch schon darüber geredet. Und ich habe dir von Anfang an gesagt, ich will jetzt nicht eine Sendung machen über das, aber ich glaube, du verstehst mich auch, ich komme nicht drum herum, um das. Oder? Wie geht es dir jetzt, wenn du an das denkst, an dem Moment? Ja, es ist noch. Am 2. Oktober 2022 ist das passiert. Und ich habe viel erlebt in dieser Zeit. Also auf deine Frage, wie es mir jetzt geht, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, es geht mir gut. Ich kann so weit wieder alles machen, was ich vorher auch gemacht habe. Das geht schwerer und das andere geht genau gleich. Ich habe viel lernen wieder von dieser, eben für mich ist es ein Unfall, obwohl es ja kein Unfall war. Für mich ist es einfach, weil wenn ich von etwas anderem rede, will ich nicht, für mich ist es ein Unfall gewesen. Und ich habe wieder lernen laufen, ich habe wieder lernen reden. Und das wäre nicht gegangen. Und das war richtig gesagt. Seit ich das erlebt habe,
probiere ich immer positiv. Ich sage immer, für mich scheint die Sonne. Den ganzen Tag scheint die Sonne, weil es ja noch regnet, aber es scheint einfach die Sonne. Und ich habe da einfach so eine gute Unterstützung bekommen von vielen Leuten, wirklich viel, wo wir geschrieben haben, wo wir Briefe geschrieben haben, wo mich besucht haben, wo ich fast nicht kennt habe, aber sie sind trotzdem gekommen. Und es sind alles Leute, die mir jetzt brutal nach am Herz sind. Einfach, weil es für mich auch wieder nicht selbstverständlich ist, irgendwo hinfahren. Ich bin 3 Monate vorgesehen. Irgendwo hinfahren und die Zeit nehmen und mit mir reden. Und ich nehme jetzt einfach eine Stunde, wo sie mit mir da im Zimmer gehöckelt sind. Und etwa die habe ich geredet und etwa die habe ich einfach nicht geredet, weil ich nicht gewusst habe. Einfach ich nicht gewusst. Ich kann nicht sagen, was ich nicht gewusst habe, einfach nicht gewusst. Und wenn ich einfach denke, wie mein Kollegenkreis, eben Petra, Andrea, meine Ex-Frau Claudia, meine Freunde, der Mecki, der Markus, die Judith, die Frau von ihm, Brigitte, Bruno. Ja, jetzt muss ich da oben gehen, niemand vergessen. Einfach alle, die mich immer besucht haben. Meine Familie, vor allem meine Familie, Carmen, ich hatte wirklich brutal viel da, meine älteste Schwester. Und Andrea, die andere Schwester. Und der Papa ist da gekommen, aber eben, er ist halt auch nicht mehr, er ist in einem Alter, wo es halt nicht mehr einfach ist, das zum Miterleben, was er miterleben muss mit mir. Meine Partnerin Tanja, ich habe mich Alltag besucht. Ich bin Alltag auf St. Gallen gekommen und nachher Alltag auf Valenz. Wirklich der letzte Tag, zu Valenz, haben wir geschrieben, den ich haben den Mann der Tag gesagt, ich wäre froh, wenn du nicht kommst, weil es schneit und die Straße ist voller Schnee und ich will nicht, dass irgendetwas passiert. Und es ist eigentlich der einzige Tag, wo sie nicht gekommen ist. Es ist so das Alltag zu immer gekommen und sie hat mir wirklich viel aus dem Loch rausgeholfen. Eben wie Kollegen Andrea, Petra, Brigitte und Bruno sind alle Sonntag zu immer gekommen. Ich bin alle Sonntagnachmittag bei mir zu Valenz da am Amiga. Wir sind immer am gleichen Ort gehockt. Also ich bin immer am gleichen Ort gehockt. Und es hat mir einfach gut getan. Und ich hatte noch, als ich dann nachher hatte dürfen, habe ich gewisse Sachen müssen. Also am Anfang habe ich gedacht, verdrängen. Es hätte nicht funktioniert, dass ich es verdrängt habe. Ich hätte müssen helfen, die mir dann unterstützt haben. Und es ist für mich nicht, dass ich mich schäme oder was auch immer. Ich stand dazu. Ich habe also eine Unterstützung, was meinen Kopf anbelangt. Hat mir gut getan. Und wie gesagt, ich kann wieder Musik machen. Es ist damals, zu Valenz damals haben sie mir immer gesagt, Marco, du hast eine Gitarre, spiel. Und ich habe die Gitarre einfach nicht wollen. Ich habe gesagt, lass mich bitte sein, ich will das nicht. Und da bin ich böse geworden, bis ich gesagt habe, jetzt müssen die Gitarren weg, also schlag sie zusammen. Aber ich bin nicht immer einfach der Thomas, muss ich sagen. Aber ich habe gesagt, hör mal auf mich bloggen, wenn ich sage, nein, will ich nicht. Und das ist ein Spezielles, als ich heimgekommen bin, das erste, was ich tue, ist meine Gitarre putzt daheim. Mir so 10 Gitarren bei mir im Zimmer drin. Und ich habe die alle schön vorgenommen und habe die geputzt. Und habe wieder eine Freude gehabt, dass ich wieder da bin und dass ich das wieder leben darf. Weil ich bin wirklich auf dem Zweig gesehen, komme ich wieder oder komme ich nicht. Und endlich war die Tendenz gesehen, dass ich nicht komme. Also ob ich jetzt sterben täte oder ob ich schwerst behindert wäre oder was auch immer. Weil ich habe wirklich schwere Kopfverletzungen gehabt. Und ja, was mich heute belastet, und das täte ich gerne sagen, was mich heute belastet ist, es gibt also 2, 3 Leute, die über mich Unwahrheiten erzählt haben, warum das passiert ist. Und ich bin auch der Meinung, dass ich dort nicht mehr nicht sagen muss. Die Leute wissen es, die gesagt haben, Medra ist halb offen und sagt, er wüsste nichts mehr, aber er wüsste, der Marco ist schuld. Jetzt kann jeder selber ein Bild machen, aber natürlich draussen hat er es nicht erzählt, sondern es steht in den Akten drin, es hat er bei der Polizei gesehen und es hat er dann auch vor Gericht gesehen. Und das sind Sachen, die mich brutal beschäftigen. Wieso dann die Leute über mich ein Urteil fällen und mit anderen Leuten über das reden,
und erzählen Unwahrheiten. Der andere Bericht in der Zeitung, ist 4-mal ein Bericht gestanden, der einfach nicht stimmt. Und es sind Sachen, die mich brutal belastet. Der mich geschlagen hat. Er denkt, ich kann Minuten. Ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn allen nicht. Er hockt, glaube ich, im Moment, ist er, glaube ich, im Gefängnis. Wie lange er hockt, ist mir egal. Wenn er rauskommt, ist mir auch egal. Weißt du, was ich meine? Ich bin nicht für es zuständig. Für es haben wir andere Leute, Gerichte, Richter, die es beurteilen, Staatsanwälte oder nachgehen. Ich nicht. Aber das andere finde ich einfach schlimm. Es ist etwas, was mich immer noch beschäftigt. Aber ich probiere einfach immer zu verdrängen. Und jetzt sage ich es ganz gern. Ich bin auf einem guten Weg davon, zum es verdrängen. Es geht mir einfach da immer besser, was Studieren und Zukunft anbelangt. Weil zeitweise sind einfach, ja, ich bin da und passt schon. Ich habe wirklich zeitlang gelebt, von heute auf morgen. Und mittlerweile bin ich wieder so weit, dass ich über Ferien nachstudiere. Einfach, dass ich denke, oh, jetzt möchte ich gerne mal es möchte ich noch sehen. Ob ich es dann mache, ist für mich ein anderes Thema. Aber ich bin so weit, dass ich studiere. Oder wenn ich studiere, mache ich ein Konzert per Musik, dann studiere ich Herrgott. Das wäre jetzt auch mal cool, mit das einmal machen, da einmal machen, mit einer anderen Band etwas machen, mit diesen Musikertätigern einmal etwas machen. Einfach wieder mit planen und etwas in die Welt setzen und einfach etwas machen. Und da bin ich auf dem richtigen Weg, sage ich mal. Und ich hatte leider noch einmal einen Rückschlag gehabt, genau Weihnachten, am 24. Dezember 2023. Ich habe mir dann einmal den Helikopter geholt in Tresenberg auf dem Sportplatz. Dort hatte ich einen Rückschlag gehabt, was das anbelangt. Haben sie mir den geholt. Zum Glück alles gut gegangen. Ich bin nach 3 Tagen wieder dürfen haben. Zuerst mal die Weihnachten im Spital in St. Gallen verbraucht. Aber es ist nicht schlimm, dass ich es verbraucht habe, sondern das Gute ist, dass ich es ja gut habe. Und ich bin immer positiv. Ich laufe immer positiv herum und sage, oh, es kommt schon gut, es wird besser, es geht gut. Und was immer weiterhilft, es hilft den anderen Leuten nicht. Aber mein Gedanke ist immer, es gibt Leute, die es schlimmer haben. Und es ist für mich auch immer gut. Was ich gesehen habe, das Valenzdammen, es weiß, glaube ich, jeder selber, was das Valenzdammen, das sind eigentlich auch Leute, die ganz arm dran sind, die dann einfach nicht laufen können, die in einem Bett liegen, im Rollstuhl sind. Und ich habe brutal schnellen Fortschritt gemacht mit dem Lernen laufen. Ich weiß noch, wo meine Freundin Tanja kam, ich bin Alltag gekommen. Und ich habe Alltag, glaube ich, den 2 Jahren gesagt, als ich wieder reden habe, ich gesagt, gehen wir spazieren. Wir reden Hochdeutsch, weil sie ist von der Ukraine. Und dann hat sie gesagt, also steh auf. Ich habe gesagt, nein, ich stand nicht auf, du kannst mich umstoßen. Bis sie dann einmal der Krankenschwester gesagt hat, eben, sie wäre froh, wenn man den Rollstuhl vom Bett wegtut, dass sie nicht immer den Rollstuhl sehen hat. Und es ist dann immer besser gegangen. Eben, wir haben die Leute, meine Schwester hat mir mal zur Brust genommen und gesagt, jetzt muss ich mit ihr mal deutsch und deutlich reden. Er hat mit mir erst einmal geredet. Eben, ich bin, glaube ich, nicht immer der anständigste in Valenz. Ich kann mich eben nicht mehr daran erinnern. Aber ich bin, glaube ich, relativ böse gesehen. Weil ich habe nie verstanden, warum man mich nicht heimnimmt. So wütig irgendwie so einfach, ja, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Eben auf den Okay. Unfall, ich kann mich nicht erinnern. Ich hatte den doppelten Schädelbruch und Hirnblutung. Und ich habe nie verstanden, warum man mich in Valenz lässt und nicht mit heimnimmt. Und dann bin ich halt böse geworden. Da habe ich gesagt, Herrgott, nimm mich mal mit. Und ein Erlebnis, an das ich auch nicht mehr erinnern kann, ist ein Hauswart von Valenz. Er hat mir vom Typ her, ich sehe heute noch vor mir, er hat mir einfach sympathisch gedunkt. Also ich bin ein sehr unsympathischer Mensch. Auf alle Fälle bin ich daneben immer nachgefahren mit dem Rollstuhl. Aber ich habe mich versteckt hinter ihm. Ich dachte, ich bin ein schlauer Fuchs, ich fahre dem nach. Und dann habe ich etwa 2-3 Mal in einem Raum drinnen eingeschlossen. Er ist halt dann rein und ich habe gerade eine Tür verwischt und bin dann nachgerollt. Und er ist bei der nächsten Tür raus. Es ist stockdunkel, ich habe keine Tür gefunden und es ist dann noch mit Patch gesehen und ich bin nicht mehr rausgekommen. Auf jeden Fall ist dann der Hauswart das Mal wieder retourgekommen und sagt, warum wir nicht den ganzen Tag nachfahren? Und ich weiß noch, ich gesagt, ich glaube, dass er ein Freier sei. Dann sagt er, ja, ein Böser sei er nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Tommy Ham. Er kann mich nicht haben, dann bist du ein Böser. Und sie haben mir dann nach dem Fall haben sie mir ein Ding angelegt, aber das habe ich auch nicht gewusst, haben sie mir dann ein Bändchen angelegt, wo sie verfolgen können, wo ich bin. Und sobald ich gewisse Dinge verloren habe, hat es dann wieder Pfeffer bei der Station da oben.
Ja. Also was ich sagen muss, ist, die ganze Zeit, wo eigentlich für mich schlimm war, ist, habe ich aber auch viel Positives kennenlernen durch die Leute. Es sind mit mir wirklich viele Leute geredet, warum denn ich jetzt schon wieder laufen kann und das und das. Und es sind Doktor damals zu mir gesagt, es sei für sie sei es unverständlich, warum ich so schnell wieder alles machen kann. Weil sie haben gesagt, sie können das nicht verstehen. Aber ich habe immer wirklich einfach tolle Leute um mich gehabt. Und für mich war immer das Ziel, ich will wieder haben. Ich will wieder alles selber machen. Ich will wieder laufen. Ich will wieder können das machen. Und es ist noch speziell die ganze Geschichte. Und ich habe immer auch die gleiche, ist eine Frau gewesen, die mich betreut hat in diesen Dingen, wie sieht man, die Stunden, die ich hatte, die Therapien, die ich hatte. Und jetzt hat mich gefragt, eben, wenn ich denn daheim sei und so. Und ich sagte, ja, da bin ich noch alleine daheim gewesen. Es hat mich auch meine Ex-Frau Claudia hat mich auch besucht, aber wir sind nicht mehr zusammen gewesen. Ich bin mit der Tanja zusammen gewesen, aber sie hat noch nicht bei mir gewohnt. Und auf alle Fälle habe ich gesagt, ja, ich bin halt daheim. Ich habe dann nie kochen können. Ich sagte, ja, ich kann schon kochen. Also ich will einfach wissen, ob ich mich dann selber ernähren kann. Und so sage ich, klar. Und dann bin halt dann sage ich, hör auf, deine Sachen fragen. Dann sagt sie, nein, ich muss ihr beweisen, dass ich kochen kann. Dann habe ich zu ihr gesagt, also dann kochen wir jetzt aber etwas, was ich noch nie gemacht habe. Auf alle Fälle habe ich gesagt, ich will Risotto kochen. Dann habe ich da Risotto gekocht, alles gemacht. Und dann haben sie es dann mal bei der Krankenschwester auf meinem Stock, haben sie es dann verteilt, der Krankenschwester. Ja, ich habe 3 Tage später wieder mal ein Risotto gekocht, es hat ihnen geschmeckt. Das sind so eben die positiven Sachen, die ich hatte. Oder eben der Manfred, der Meni, mein Kollege, er ist mir alle besuchen gekommen, er ist einfach dann noch mal dort gehockt und dann haben wir wieder miteinander 10 Minuten erzählt. Das sind Sachen, die ich nicht vergesse. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, der mich besucht hat. Es sind wirklich viele Leute mich besuchen gekommen. Die Schwester Carmen hätte noch mal abbrechen, weil zu viele gekommen sind. Und ich habe es immer probiert, allen recht zu machen. Und dann haben sie gemerkt, dass es nicht geht. Ich bin total rausgefallen und nicht mehr, einfach haben wir dann. Das war überfordert. Ja, und dann hat sie abgebrochen und gesagt, noch nicht Zukunft, noch eine Hand oder 2 Personen. Dann ich das selber untereinander absprechen, aber noch eine, und bei ihr melden. Und dann haben sie sich einfach bei ihr dann gemeldet. Und es hat dann aufs Mal wieder gepasst. Ja, du, Marco, weißt du, schon beim Zuhören habe ich jetzt gedacht, ja, du siehst, ich bin zufrieden und so. Und man spürt auch jetzt so die Kraft und das ist beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, dass das, glaube ich, wie so einfach in dir drin war, immer der nächste Schritt. Oder vielleicht auch die Wut ist ja auch ein Zeichen gewesen, oder dass du da einfach hast wollen selber und machen und tun. Und weißt du, eben, ich habe die ja nicht besucht. Ich habe das aber auch mitgefühlt. Also mir, kann ich auch sagen. Also Christine auch und so. Weil eben, ich habe am Anfang erzählt, erster Ausgang und so. Also du bist wichtig für uns. Und dann, wenn ich denke, oder was man dort, du hast schon auch erzählt, oder, was da alles war und so und auf der Kippe war. Oder wenn ich jetzt denke, hey, ich hatte jetzt hier im Podcasthaus, was alles schon gelaufen ist und wie du kannst mit Freude erzählen, eben was für Pläne das hast, wie es weitergeht. Da bin ich einfach glücklich und also jetzt erst einmal dankbar, dass du jetzt hergekommen bist und dass ich das so erleben konnte. Also weil ich jetzt wirklich so ein bisschen ein Flashback hatte. Ich mag mich noch erinnern, so an Zeiten, haben wir es vielleicht mal zufällig gesehen beim Mittagessen. Und dann habe ich mir echt überlegen und kennst du mich, ich bin eigentlich nicht ein Schücher. Wie frage ich dich jetzt oder wie gehe ich auf dich zu? Und ich kann nur sagen, ich finde es super. Also ich freue mich riesig. Und jetzt müssen wir dann einfach noch schauen, weil jetzt kommen wir langsam zum Schluss, merkst du es? Also es ist einfach noch die Frage, oder wie machen wir das? Oder gibt es zuerst ein Risotto oder zuerst eine Klavierprobe oder wie auch immer? Oder willst du jetzt noch etwas loswerden? Das ist eigentlich noch die erste Frage, oder bevor ich dann da die Abmoderation mache. Reden könnte ich noch lange. Ich bin auch einer, der glaube ich, dann irgendwo sich hinsteigert ins Reden.
Einfach rein über die letzte Geschichte, was ich alles erlebt habe, könnte ich glaube, ein Buch schreiben. Also ich natürlich einfach viel erlebt dort. Und nicht nur Schönes, sondern viel auch Negatives. Über die Musik könnte ich viel reden. Was ich sage, noch möchte ich gerne sagen, obwohl ich mich nicht mehr rechtfertige, ich würde jetzt noch 56, mich nicht mehr rechtfertigen. Wenn mich die Leute sehen, dass ich bei dir am Humpeln bin oder schräg laufe, ich bin nicht besoffen. Es ist einfach noch ein bisschen etwas, was ich nachträge von dem Unfall. Es gibt nichts Schlimmes, das ist etwas, was ich erlebt habe. Ich durfte dort von Valenz am Malaha mit der Tanja hat mich geholt, ich durfte den Sonntag am Malaha 8 Stunden habe ich auf der Klinik verloren. Und dann habe ich der Tanja gesagt, ich will unbedingt, aber jetzt gelaufen, weil ich habe wirklich, ja, jetzt halt wieder dort, wo ich bin immer gelaufen, dass ich wieder laufen lerne. Und dann habe ich gesagt, ich gehe gerne an einen Ort, wo es passiert ist, auf ein Dotzenstädtchen. Und dann haben wir gekriegt, haben wir parkiert und dann sind wir dort hingelaufen von Dotzenstädtchen. Das ist das erste Mal, als ich von der Klinik weg bin. Und dann bin ich das Städtchen hingelaufen und dort ist der Reisplatz dann schon gesehen. Und wie ist der Zufall? Weil, nein, ist nicht der Zufall, es verdotzt drin, sieht man halt Leute umeinander kennt, das ist jetzt halt so. Und es sind noch Leute dort gesehen, die damals dabei waren, wo das passiert ist. Und es ist auch der dort gesehen, wo ich sage, es ist nicht negativ gegen die anderen, aber er hat sofort das Telefon genommen und hat die Rettung telefoniert, also über die Polizei der Rettung. Und dann ist dort gesehen, wo auch dabei war. Und ich konnte dort einfach noch schlecht laufen. Und bin bei den Wechselschritt und Zimmerkeit in den Knien und so. Und siehst, was er sagt, «Hoi Marco, schön, bist du da und bist schon wieder besoffen.» Und es hat mich so richtig zusammengeschlagen, dass ich dann der Tanja gesagt habe, ich möchte wieder gehen. Und dann sind wir dann wieder gegangen. Mir hat's Laufen hat mir gut, aber es hat mich ja so lange beschäftigt, wieder eine Aussage, dass ich dann gefunden habe, wieso sagt das jetzt ein Mensch zu dir? Wenn er ja nicht weiß, dass ich nicht besoffen bin, denke ich mir, warum sagt ein Mensch das jetzt zu dir? Aber es hat mich brutal lang beschäftigt, dass ich wieder wollte auf den Dotz sehen. Ich wollte an den gleichen Ort her, wo es passiert ist. Einfach, man sollte beim TÜV fahren, wenn du umkehrst, steig auf und fahr weiter. Und ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt einfach dorthin und der Tore laufen. Einfach da bin ich gelegen und da bin ich fast gestorben. Und der andere sagt, sag mal, bist du schon wieder besoffen. Und es hat mich mögen. Und darum hätte ich gern, die Leute sagen nicht viel. Es ist also, die Leute haben alle Freude, die mich mögen, dass ich wieder da bin. Und nicht bei dir habe ich so einen komischen Wechselschritt drauf, dass ich halt zusammen, vor allem wenn ich hocke, kann sein, dass ich jetzt ein Ding drin, etc. drin habe. Aber da bin ich nicht rechtfertigen, einfach um den Leuten vielleicht das einmal. Nein, also ich finde das vor allem nochmal sehr wertvoll, dass du jetzt das erzählst, oder wenn schon die ganze Geschichte, oder was du erlebt hast in Valenz und die ganze Botschaft, oder wie wichtig das Umfeld ist und was dort passiert ist, oder? Ich muss dir ehrlich sagen, als ich das da gehört habe, mit dem Rollstuhl habe ich so ein Flashback gehabt, weil bei uns läuft im Moment auf und ab Heidi und so, und da gibt es ja auch die Clara und da gibt es ja auch quasi den Effekt, probieren, machen, tun, und am Schluss ist es ja dann da bei uns in der Nähe, also in der Geschichte, rumspringen mit der Heidi. Und auch jetzt, dass du das angesprochen hast, ich hatte schon verstanden, wie du gemeint hast, dass du das jetzt hast loswerden. Aber hey, wenn ich da zulasse, oder, dann muss ich sagen, nein. Oder? Das ist auch sehr, du stehst jetzt auch für ganz viel her, wenn du das sagst. Es gibt ja die Varianten, da gibt es ja noch in ganz verschiedenen Lebensgeschichten, dass man auf Deutsch gesagt einfach, ich sage es ja, ist eigentlich ist ja unser Podcast-Haus da, saudumm schwätzt, oder? Ohne dass man irgendeine Ahnung hat, generell jetzt, oder? Und darum ist es einfach, ich glaube jetzt, also ja, für mich da auf dem Stuhl, oder? Und auch für viele, wenn du das erzählst, jetzt nicht nur da, oder? Einfach ein Hallo wach, weil, muss man so sagen, ich bin auch kein Heiliger, man hat dumme Sprüche und so, oder? Aber dass man dann einfach mal wieder auch daran denkt, hey, was ist, wenn ich so ein Zeichen rauslasse, was kann man da damit auslösen, oder? Und die andere Sache,
wegen viel erzählen und wegen dem Buch. Da, wo wir jetzt produzieren, kommt einfach dann irgendeine Guckermusik. Gell? Schon bald. Siehst du? Also, danke an unseren Techniker, der Florian, der Flocki, der das so super macht, einfach auch, dass du mich verstehst, oder? Und, ist klar. Ja. wegen, ich bin der noch gerne mehr fragen. Und jetzt muss ich es, glaube ich, so drüllen, der Schluss. Risotto, Klavier und bei der Buchvorstellung sagen wir uns garantiert. Ich habe nie mehr Risotto gemacht, aber ich kann es probieren. Wohl? Glocke laden wir auch ein. Ja, gut. Ja, also danke vielmals, dass du da bist. Danke das dir, dass Gespräch. wir dürfen kommen. Das war sehr interessant. Und ich hoffe, für euch war es auch interessant gewesen. Und ich danke allen, die da mithelfen, dass das geht mit dem Podcast-Haus. Und es ist wirklich für mich ein Urerlebnis jetzt mit dir, Marco. Und ich hoffe, das eine oder andere hat da jetzt auch ein bisschen bewegt. Und wenn wir wieder bei der Bewegung sind, zum Anfang, der Podcast von podcasthaus.li kann man auch gerne mal hören, falls man läuft ohne Kopfhörer und sonst gemütlich unterwegs oder eben auch schauen. Ja, das war's. Für heute schließt die Tür wieder vom Podcasthaus. Machen's gut. Du auch, Marco. Weiterhin gute Besserung. Und ja, euch auch alles Gute. Werden gesund oder bleiben gesund. Danke, mein Name ist Andreas Kretli und wir hören und sahen uns hier im podcasthaus.li. Auf Besuch im podcasthaus.li wird präsentiert von Telekom Liechtenstein. FL1 steht für starke Verbindungen aus Liechtenstein. Die aktuelle Aktion: halbe Abogebühren bis Jahresende. Mehr Infos auf fl1.li oder beim Besuch mit Kaffee im FL1 Shop. Ciao.